Ja, ich bin dein Papp. Was ist da wieder? Ich hab nicht mehr hingeschaut. Snus bin ich. Hat er nicht getan. Was hab ich nicht getan? Was? Schmiedi, mehr als für den Euro. Was? Rest in Peace, Trappist und Ogle. Oh, das ist ein harter Inside. Mehr als für den Euro. Das Snus bin ich mehr sehr as always. Hashtag Popo, Mann. Ich verfasse eins, Alter. Habe ich bin's, Birger. Montag, 20 Uhr. Heute schweben Little Nightmares 2. Ja, das wird gut. Aber noch ein Xbox-Controller. Wunderschön. Oh, in blau. Oh, der ist blau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon ein ganz neuer ist oder ob das noch einer von der One ist. Ich hab keine Ahnung. Ist mir aber auch scheißegal. Grüßt euch. Wir schauen mal aus. Ich glaube, ganz okay, oder? Ganz okay. Warum höre ich eigentlich da schon wieder nichts? Ja, wenn Sound ausgestellt habe, du Volldepp. Vollidiot. So, jetzt gib uns mal ganz gediegen. Jetzt grüßt mich erst einmal ins Sauerfei. Habe die Ehre an den Lambo, mich an den Snoozbin, an den Elias, an den Metz, an den Herrn Thomas, an den Herrn Bergler, Max, an den Thomas Zahn, an den PM Xari. An den Bigler, an den Kampfkeks und an den Rest der Mods. Und an den Herrn LSD, an den Auke, an den Alaska, an den Optimum Immenbus, irgendwas. Oh, der Herr Wein! Ich krieg leider Gott, das ist mittlerweile die Babytröte oder die Babytrete oder was weiß nie, wie es das nennen mag. Da drin festgerotzt, voll lauter eingerotzt. Warte mal. Das geht kaputt, Alter. Du kriegst ja die große Tröte, hilft nicht. Bastel! Halt die voll bis Gott! Moment, ich hab schon lange nicht mehr im Vorstand angerufen. Schauen wir, ob da noch jemand ohne geht. Ja, schreib mal Herrn Wein 2, 5, was weiß ich. Ja, ich schreibe leider die Bayern schauen, aber heute den Stream auf alle Fälle noch. Hä? Wer schaut wen noch? Wo? Jetzt bitte. Herr Vorstand, das ist die. Montag-Stream FUI geil. Die schmeißt schon wieder, die weiß ich nicht. Da ist schon wieder. Weiß ich nicht. Da ist der Käpper schon wieder, hat schon wieder ein Loch bei denen. Ja, schreib's dir 5, habe ich die. Leute, Dankeschön. Was los mit euch, Austrian? Habe ich die Montagsstream voll geil. Ich hoff's. Wir werden sehen. Merci für den 30 Geil. Das ist ja jetzt mal dieselbe bei dir, aber das sag ich schon nichts mehr. Merci. Herr Made. Leider heute in die Nachtschicht. Wer muss in die Nachtschicht? Kündigen. Sagst deinem Chef, halt dein Futzen, mach deinen Scheißdreck selber um 4 in der Früh. Was soll denn das? Was haben wir eigentlich? Haben wir heute erst im Discord diskutiert? Discord-Diskussion. Ha! Doppel-D. Bürgerstream. Doppel-D. Leute, komm nicht mehr mit, was ist da los? Herr Mader, merci für den 5er. Hansel, merci für den 55 gesehen, aus Bürgerwahrheit und ich muss leider heute in die Nachtschicht. Herr Hansel, hab ich dir gerade gesagt, was du sollst. Kündigen. Scholzer Löwe, wer soll denn das lesen? Merci für deine 444. Herr Tim Bürger, bitte, was? Bürger ist auch wieder da. Versteh nicht. 555, Nase, merci für den Euro. Asozial. Ich hab das hier heute vor einer Stunde ungefähr, das erste Mal seit 20 Jahren, also ungelogen, einen Dr. Pepper gesoffen. Seitdem habe ich schon wieder so viel Salz brennen, muss den ganzen Tag koppern und es schmeckt nach Dr. Pepper. Nach was schmeckt Dr. Pepper, habe ich mich gefragt. Nicht nach Pepper und auch nicht nach Cola. Ich weiß es ja nicht. Ich habe es nicht herausgefunden, ich habe mich angestellt, ich weiß es nicht. Mr. YGS Fox, merci für den Zwickel. Folge dem weißen Kaninchen, Hashtag ja. Greets an den 12 auch zurück. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt warte mal, ich dazu gerne noch mal einen Haufen weigern. Mr. Fink! Vergesst gewesen, Zwickel 50! Heute vor einem Jahr habe ich mal das Kreuzband gerissen. Auch heute Corona-Impfung bekommen. Ich bin ein Rasensprenger. Bist du 60 oder was? Du weißt schon, was ich meine. Oder bist du Pflegekraft? Wieso bist du geimpft? Ich bin nicht geimpft. Ich mag mir aber nicht impfen lassen. Aber da reden wir nicht drüber, weil das darf ich nicht sagen, da beeinflusst jetzt zwei Leute. Xenomorph! Der Birger hat die Woche 0 und kann endlich mal wieder live dabei sein. Nippelklötze! Oh, die Nippelklötze, die sind wirklich stark. Die Nippelklötze sind wirklich stark im Kommen und ich schaue immer noch einen Held der Steine. So mindestens am Tag ein Video. Irgendwo klicke ich mich durch, wenn man langweilig ist, dann labert er mich wieder voll aus seinem kleinen Lädchen und ist wieder im Fest. Spiel! Was? Morgen, Alter, ich freue mich schon aufs Spiel. Hast du nicht gerade schon? Ja, du bist der Schmiedei. Merci. Mike! Ja, 555, Nase schreiben 7,5. Dankeschön, tschüss. So, Michi, vergesst nicht für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Dankeschön dir. Eisenwussler, merci für den Euro. Stoffel, merci für den Zwickel. Asoziale Sau. Hashtag das Beste der Woche. Ja, das wissen wir heute noch nicht. Heute haben wir ganz was Neues. Mit dem heute da. Was war denn das jetzt wieder? Da war doch gerade noch, da war doch gerade noch der Apache-Sepp. Das war der Marder-Sepp, glaube ich, schon wieder. Ja, du auf mit der Geldschmeißerei, du verdammter Irre. Schau dein Stream dann noch euch ollen Aschena Stream. Ich bin halt beim Bayern schauen. Hashtag Fee, forever number one. Why do you hurt me so much? Mr. Marder! Merci.
so viel, merci für das. Leute, jetzt chillt's, was ist los mit euch? Oh Gott, schon ist das dreiviertel Stunde, Alter, was soll ich machen, Alter, was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ich hab noch nicht mehr, ihr wisst noch nicht mehr, ob das Spiel überhaupt gut ist. Weiß auch nicht, aber ich hab irgendwie Bock drauf. Da, wir spielen heute Little Nightmares 2, da ich gerne sagen. Aber der Sideching schon wieder. Da, Dr. Was? Dr. Pepper schmeckt nach Fitzers oder Traubenzucker nur flüssig. Agnostik-Drink. Der South Park. Ich kann's nicht beschreiben, keine Ahnung. Hat auch ein bisschen so einen Kirschflair. So ein bisschen, finde ich. Keine Ahnung. Herr Bürger! A Donation für meine Freundin Jahrestag und so. Wer ist denn jetzt da schon wieder Mitglied geworden? Michaela! Leck mir, wenn das gerade zusammenbracht, dass da ein tiefer und ein heller Ton rausgekommen ist. Ich weiß nicht, Michaela! Frau Gerstner! Gut gemacht. Bussi aufs Nussi. Michaela 5 schreiben. Frag nicht so dumm, mach 5 Strichel, halt dein Futzen. Habe die Ehre. So, aufgelegt. Michaela, welcome to the squad. Bussi aufs Nussi, danke dir. Der Shay und der Jedermann, Dr. Pepper ist gleich Zahnbelast, der ist gleich grauslich. Finde ich nicht. Es schmeckt nicht nach Zahnbelast. Ich weiß nicht, wie was du Zähne putzt, aber... Nein, bitte, nein. Halt nicht. Auf geht's, Schengrias aus Arach. Auf geht's, Schöne Grüße zurück aus Landau. Vergesst für deine 25 Euro. 25 Euro sind zu viel und du weißt es. Und du weißt es, 100%ig weißt das. Aber was soll ich machen? Kalte Schokomilch, vergeht's gut. Bussi aufs Nussi. Wer kommt jetzt da noch? Ich kenne mich nicht mehr aus. Es dauert nur eine Viertelstunde, bis da alle durch sind. Was ist, warum da was? Kopt mit Totalschaden. Zum Glück sieg ich die Heidonbast IS erhobene Handhelle Haut. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Das ist immer das Allerwichtigste. Geschissen auf deinen Scheißkorn. Kaufst einfach nein. Scheiß der Hund drauf. Hauptsache dir fällt nichts. Das ist immer das Allerwichtigste. Bussi aufs Nussi, vergeht's gut. Spart einmal dein Geld, kannst du wahrscheinlich brauchen. Hey, Jedermann! Was haben wir da? Den haben wir schon gut. Da habe ich schon vorgelesen, obwohl ich gar nicht da war. Der Shay! Viel Spaß mit dem Spiel. Ich hab den ersten Teil gespielt und der war echt nicht schlecht. Das Spiel hat allgemein relativ gute Bewertungen und irgendwie schaut es cute einfach aus. Schaut irgendwie so ein bisschen nach Tim Burton aus. Ein bisschen grusel, ein bisschen cute. Wir haben auf alle Fälle. Jetzt zeigt man es wieder gerade nicht bei der Herr. Mann! Du sollst mich schauen, du Zipfel, Adam! Hey, nichts gegen Bayern. Ja, ganz ehrlich, wenn ich das Röpplei Kasperltheater dann schalt dir ein Bier ein. Ja, Mann, mir jetzt Schmiedei. Ja, heißt alle gleich. Es gibt nur noch Florians und Schmiedis. Ich hab keine Ahnung mehr. Klein Nummer hebst, dann kannst du mir Dr. Ja, mir geht's so schlecht. Ich kann mir gerade noch am Tag einen Dr. Pepper kaufen und von dem muss ich dann zehren. Den ganzen. Ich lasse einen strengen Winter kommen. Die Moment aktuell. Die aktuelle Lage draußen ist ja bei minus 20 Grad. Da tust du echt hart mit einem so einen Dr. Pepper. Ja, da kommst du nicht weit. Da kommst du nicht weit. Und warm machen musst du halt auch noch irgendwie. Wenn der Strom, der fliegt auch nicht von selber aus dem Haus. Ins Haus, Entschuldigung, aus dem Haus vielleicht schon. Aber nicht ins Haus. Was haben wir da? Meinen wir, in der Lohinger vergessen wir wieder 5. Bier ist gescheiter. Ja, mitten unter der Woche halte ich das jetzt für ein Gerücht, aber das muss ja jeder selber wissen. Vergeht's gut. Leute, Dankeschön. Jetzt chillt's einmal. So, jetzt. Wir spielen heute Little Nightmares 2. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Aber ich habe mir das eine oder andere Let's Play von damals einmal angeguckt. So ein paar, nicht ganz, aber ein bisschen. Also ich weiß ungefähr, was auf uns zukommt. Das ist eine Art Jump'n'Run. Außerdem, wir haben das da, glaube ich. Und wir haben eine lustige Papiertüte auf dem Kopf. So ein Pappardeckel über den Shell, so eine braune mit 2 Löcher drin, so wie bei deiner alten. Mockel! Warum? Jetzt weißt du, wir warten fast durchgekommen in die ersten 10 Minuten. Aber nein! Der Mockel muss wieder ausflippen und muss meiner sagen, nicht mehr mit einem 50er, weil ist wurscht. Haben wir alle einen sicheren Arbeitsplatz und nicht mehr mal. Wird schon passen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mockerl. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich den goldenen Rahmen in Verbindung mit deinem Namen da lese. Ein 50er ist zu viel. Und du weißt es. Und der Rest weiß es auch. Das war jetzt einmal und dann nie wieder, okay? Es ist ein Deal. Von ganzem Herzen natürlich Dankeschön. Und den Rest auch. Jetzt chillt seine Knierscheiben. Was ist jetzt wieder? Der Koni. Ich sag's genau. Der Koni ist Mitglied geworden. Wird aber schon wieder losgezeigt. Was weiß ich nie warum. Ich drücke auf Retrigger und schau, ob es geht. Keine Ahnung. So, kann man jetzt mal Austrian HD, ähnlich wie Little Big Planet. Was war Little Big Planet das ganz alte, oder war Little Big Planet dieser kleine Wollknäuel-Sepp, wo du Welten bauen hast können? Weil das ja. Was? Nachnamen, damit nicht schon wieder ein Floh spendet. Herr Klecksel. Merci dir. Die verdammten Floß haben einfach 2 Geld auf dem Planeten. Ja.
Herr Conny Meier, es tut mir so leid, es wird einfach nicht getriggert und ich weiß nicht warum, aber welcome to the squad, Dankeschön für deine Mitgliedschaft. So, Leute, jetzt ist ja Ruhe. Jetzt machen wir den scheiß Donation Sound aus und spielen wir vielleicht einmal. Spielen wir, es muss ja da auch mit gut sein jetzt. Ist das in Ordnung? Bitteschön. Stolzer Lebenssepp, haben wir uns Saft an Stroh 80, da würde er mal war. Also, bevor ich der Fräse auf, ja, ein Stroh 80 unter der Woche. Ja, das ist in Ordnung, da habe ich wenigstens einen Grund. So, Leute, ihr seid chillen. Chillen, wir spielen jetzt. Jetzt ist es schon. Es ist ein bisschen gruselig, ja, es hat ein bisschen so einen düsteren Flair. Das schaut für mich zumindest, hat das alles ein bisschen einen Tim Burton Flair, das Spiel. Jetzt schalten wir da um, jetzt ist er Ruhe. Leute, jetzt ist er Ruhe. Auf alle Fälle habe ich noch gesehen, dass der Karl-Heinz Kaber gerade noch Mitglied geworden ist, der auch schon wieder da gezeigt wird, und ich weiß nicht warum. Kann ich jetzt schon mit Mrs. Fink. Welcome to the squad. Bussi aufs Nussi. Erst einmal Herr Karl-Heinz Kaber. Kriegst auch noch die Tröte. Aber jetzt ist er Ruhe. Grüezi fix leider Ruhe ist jetzt. Nein. Florians auf dieser Welt. Ich glaube, ihr heißt es gar nicht Flo. Ich glaube, ich möchte es bloß trollen. Servus, Hunde und Katzen sind schon tolle Tiere, oder? Hust, Hust, Birgerloll. Da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, was du meinst damit. Aber Florian, merci as always. Okay? Dankeschön. Jetzt chillt's, bitte. Kann man uns jetzt folgendem widmen? Flo, merci. I'm serious. Auch der Rest natürlich. Dankeschön. Chillt's jetzt mal. Kann man uns jetzt dem hier widmen? Gee, was ich hab ich schon gesagt? Xbox-Controller. Jetzt ist bloß noch die Frage, ob der auch läuft. Tja, Birger ist wieder mal vorbereitet wie die Hölle. Er ist wieder mal vorbereitet wie die Hölle. Ich habe ihn vorher schon mal verbunden per Bluetooth. Ja, mache ich Bluetooth. Hallo? Xbox Wireless Controller ist verbunden, heißt's. Aber fressen tut er nicht. Komm her. Hat ihn gefressen. Tja, funktioniert, oder? Funktioniert. Ha! Wunderschön, alle! So, jetzt bin ich mal gespannt. Da steht jetzt natürlich schon weiter spielen unten, weil ich mir kurz ausprobiert, ob das Spiel überhaupt geht. Ich habe bloß nicht einmal das Intro geschaut. Und da macht es offensichtlich schon mehr einen Speicherplatz. Da machen wir jetzt da Wildnis. Da, heute 12 Uhr Mittag. Habe ich reingelunzt, habe ich mir gedacht, schauen wir uns das mal an. Was auch immer die Wildnis ist, ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt da mit X, bestätigen, Speicherstand löschen, jawohl. Und dann fangen wir hier an. Und dann schauen wir uns das an. Jetzt werden wir auf alle Fälle einmal ruhig. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Ich möchte heute was Gemütliches, okay? Heute muss einmal. Okay. So. Ja, Leute, dankeschön. Kann man uns jetzt das Spiel anschauen? Das war voll super. Ich bin ein waschechter Flo. An dein Tierheim sollst du nicht, du Trottel. Ah, gar nicht. Löwensepp, merci. Ah ja, das war also das Intro. So, da sind wir also. Wir haben auch Papiertüten auf dem Kopf und einen Trenchcoat haben wir. Okay, laufen wir ein bisschen im Kreis, das gefällt mir jetzt schon. Ja, was kann man da so machen? Okay, auf der linken Maustasten. Birger Spacken, linke Maustaste. Dann Control in der Hand, linke Maustasten. Ja genau, freilich kannst du mitfahren. Das ist auf alle Fernseher. Auf der Dings da duckt man sich. X wird man halt, A wird man wahrscheinlich springen. Was kann man sonst noch so? Hey! Okay, das ist auf alle Fälle mehr Fernsehen. Haben wir sowas wie eine Aktionstaste, kann man den einschalten? Nein, kann man nicht. Da kann man springen, okay. Kann man irgendwie hinzoomen oder so? Das schaut mir aus, kann das nehmen, aber ich kann es nicht nehmen. Ist egal, laufen wir einfach mal nach rechts. Das wird schon nicht so unfassbar schwer sein, dass ich gleich wieder 40 Mal in der ersten Minute stirb. Also gleich mal vorweg, es ist kein Horrorspiel. Es ist ein bisschen gruselig angehaucht, aber es ist gleichzeitig auch cute. Ich meine, schauen so. Wir haben Papiertüten am Kopf. Wie der Alte. Wenn so einem Kind. Das erste, was du tust, erst einmal. Oh, erste Herausforderung. Gemeistert! Like a boss! Pro-Gamer! Jetzt muss ich mir kurz mal an der Nase kratzen. Und dann lernen wir uns einmal zurück, weil es ist einfach. Ne, heute ist mal gemütlich.
nach der ganzen Mimi-Umeinander-Blärerei und nach dem ganzen Doom umeinander-Geballer muss einmal was Gemütliches her. Wobei so unfassbar gemütlich schaut da gar nicht aus. Oh, da ist eine geile. Eine geile Mumie am gleich auf. Wie tut man das? Da muss ich doch was da erkennen. Hey, jetzt mir reingeschrien so. Hallo, ist da jemand? Da, Schultertaste und so. Zum Ziehen RT halten und mit L bewegen. Da, das kriegen wir hin. Schaut aber eher aus wie ein Mausfallen. Ich bin mir nicht sicher, ob der eine mag. 2D ist das neue 3D. Ja, also 2 ist nicht 2D. Ja, man kann ja da so ein bisschen in die Tiefe laufen. Ah, so ist es nicht. Aber im Grunde geht es von links nach rechts. Wer kennt Limbo? Kennt jemand Limbo? Schmiedei! Fancy. Fancy Papiertüten am Schelle. Wie kann ich mich jetzt ducken? Kann ich mich da ducken? Ah ja, haben wir vorher eigentlich schon rausgefunden. Ein ins Loch! Oh. Wer haben wir eigentlich? Weiß das jemand? Wer sind wir? Warum haben wir Papiertüten am Kopf? Weiß das jemand? Ich weiß nicht. Ich habe es wahnsinnig gespielt. Also ich gehe mir schwer davon aus, dass es jetzt nicht... Oh, das ist Schuhe. Und da ist ein Leichensack. Kann ich da was tun damit? Nimm den Schuh. Wirf den Schuh. Das heißt, der Fall. Was, es ist eigentlich schon wieder. Es schaut so cute aus, also ein cute little guy, der offensichtlich nicht mehr so groß ist wie ein verdammter Schuh. Und da ist ein Leichensack. Nice, ne? Kann man den Schuh vielleicht werfen? Moment, das muss ich probieren. Nimm den Schuh. Man kann ihn tatsächlich werfen. Geht nicht. Wie tut man sie einhalten? Ah ja. Ah, auf RT. Kriegen wir hin. Hallo, wir haben Programme. Wenn ihr ein Doom DLC schafft, dann schaffe ich das da auch. Oh, da muss man balancieren. Kann ich da oben fallen? Nein. Offensichtlich nicht. Spring! Gibt's Fallschaden? Wir wissen es nicht. Gibt's Lebensleisten? Wir wissen es nicht. Ja, ihr seid jetzt wahrscheinlich die. Ah, it's a trap! Also wenn ich da aufsteige, da haben fuckige Därme. Muss ich da drüber springen, klangt mir das. Klangt mir das? Okay. Okay. Also ich glaube auch, dass das ist, wenn das so ähnlich wie Limbo ist, ja, das ist ein anderes Spiel, das auch einfach so, wie soll ich sagen, so ein 2D-Plattformer ist mit Jump'n'Run-Einlagen und so. Dann muss man da also Rätsel lösen, also mit so Kasten und man anschieben. Aber schauen wir mal. Sprich, sehr gut bewertet. Schaut auch ultra cute aus. Also mir gefällt einfach der Artstyle bis jetzt eigentlich auch ziemlich gut. Warum liegt da Strom? Oh Gott, wenn da schon wieder... das erinnert mich schon wieder ein bisschen an Limbo. Wenn da schon wieder Spinnfedern sind, dann weiß ich genau, was jetzt gleich schlummert. Dann kommt jetzt gleich wieder irgendeine überdimensionale Riesenspinne her und macht meinen Popo essen. Zitat Birger von vor 5 Minuten, ich werde in den ersten Minuten schon mit 25 besterben. Lauf! Lauf! Lauf keine mehr! Hör was! Lauf keine Birger! Lauf keine! Ja, Hashtag Zero Depth ab in den Chat. Ne? Okay, also auf X kann man sprinten, oder wie? Also so unfassbar viel schneller sind wir da vielleicht nicht, gell? Was ist das da so mit oben aufhängen? Oder? Wir verstehen das. Kann man eigentlich da also auf? Ja, warte mal. Gleich was rauszufinden. Ja? Grundlegendes Wissen. Kann man da so seitlich auf. Ja, kann man. Oh. Ja, das ermöglicht natürlich sehr viel Rätselpotenzial, wenn das nicht bloß von links nach rechts geht, sondern auch ein bisschen Tiefe hat. Da ist auf alle Fälle ja Soll. Okay. Spur ist ein bisschen laut im Stream. Wer findet das noch? Ist es laut? Ist es kurz? Ist es kurz? Oder passt das? Keine Ahnung. So, können wir jetzt die Schachtel da mal nehmen? Nein, können wir nicht. So, was gibt's jetzt da zum Sehen? Okay, haben wir schon das erste unüberwindbare Rätsel. Kann man da hinten aufspringen? Wer weiß, wir probieren es einfach. Da hinten haben wir schon hin. Kann man sich da einhalten irgendwo?
Naja, die werden ja dienst nicht gleich irgendwo in einer unsichtbaren Passage da. So, haben wir schon soweit. Spiel 1, Bürger 0. Und da steht jetzt dann wahrscheinlich gleich 2-0. Wir müssen auf alle Fälle irgendwas mit der Schlinge da hinten da, weil ich da garantiere. Ah, da schaut es doch gut aus. Da kann man doch mit Sicherheit einschlürfen. Da schlürfst du ihm ein! Schlürf ihm ein! Ja, schau hin. Ja gut, hat auf alle Fälle schon mal massiv Potenzial, dass das da so eine 5-spurige Tiefe hat. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Wow! Tarzan-Style, Bitch! Oh, ja, die kühlt mir ein wenig rein. Wie geht das? Okay, aber einfach den Knüppel drehen. Das fährt garantiert wieder in den Tee. Garantiert. Fährt zu. Ah! Ah! Easy! Easy! Ich biege halt lieber den Mal in 2 Sekunden, fällst wieder irgendwo runter. Warum habe ich das dumme... Da kann man sich doch da sicher abseilen. Ich will mich abseilen! Ich kann mich nicht abseilen. Was muss ich denn jetzt tun? Da springen wir. Geronimo, oder? Geronimo! Boah, Bauchplatscher. Entschuldigung, was ist denn jetzt? Oh. Hoppala. Wer ist da schon wieder beim Death Counter? Herbert! Du dein Death Counter! Depth Counter! Du Anfänger! So. Da ist doch offensichtlich ein Seil. Ich will mich abseilen! Achso, ja gut. Oder so. Können wir auch mal. So können wir es auch mal. Lass mich ran, da kann ich kraxeln. Wenn wir kraxeln. Warum warte ich bloß drauf, bis aus den scheiß Bladel da unten ein kleines Viech rausspringt? 100%, garantiert. Gib mir den Siegel. So, los geht's. Und wir haben eine Flitze-Papiertüte. So, was haben wir jetzt da wieder? Tut mir die was oder kann ich wieder einen Schuh auf den Kopf werfen? Ich schmeiß dir den Schuh auf den Bimbus. Den nehmen wir lieber mal mit. Das ist der Sicherheitsschuh. Hashtag Sicherheitsschuhe. Los geht's. Ui, da bin ich jetzt erschrocken. Ich hab einfach nur nach rechts geschaut, was da ist. Und eine scheiß Falle übersehen. Birge, du Kacknoob! Birge, du Kacknoob! Zum Greifen, ja, greifen. Greif deinen Mann, du Spacken. Was ist der jetzt da? Kann man da drüber springen? Das schaut mir nicht so aus. Kann man drüber schon werfen von Schuhe, ey. Ja, wie? Da muss ich zielen, Nano. Was ist das wieder? Schmeiß! Du Kasperl... Ding. Oder? Da, schmeiß auf. Ha! Haben wir bei 3 Depth. 3 Depth. Ja? Wir haben bei Total Recall. Oh, das ist ein very deep joke, Alter. Kennen nur die Besten. So, Vollsprint. Vollsprint, mo Speedrun draus. Hashtag 3 Depth. Oh, was ist da wieder? Da ist ein Bärenfall, ich hab's genau gesehen und ich voll dabei einfach straight reingelaufen. Ja, so sind wir. Oh, die ist zu. Kann man die mitnehmen? Nein, kann man nicht mitnehmen. Warum haben die aber also kreislich versteckt? Da kann ich was tun damit, ich weiß genau. Gib mir nicht. Gib mir nicht! Ha! Wolle. Nütz. Ich muss da Prügel austeilen? Skadusch. Da haben wir die Bärenfalle zusammen! Oh, das war wahrscheinlich tatsächlich der Plan, oder? Okay. Bin ich der Einzige, der da einen Drachenkopf in dem Baumstumpf sieht? Liegt vielleicht am LSD. Keine Ahnung. Oh, Stecker gefunden. Stecker gefunden. Nehmen wir mit. Brudi, nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und da ist schon wieder so viel Bladel gezeigt, da ist garantiert wieder irgendein Scheiß drunter. Tarnzapfen. Das hat man jetzt aber nicht gesehen, oder? Das hat man jetzt aber nicht gesehen! Das ist gelungen! Da war nix! Der Cake ist ein Lie! Kann man das Ding eigentlich schmeißen? 4 Depth. Gerade Zahl an Depth ist Depth. Da waren vorher schon welche?
Ich bin da vorher durchgekommen. Wahrscheinlich genau da. Klarer Fall von Hashtag mehr Dusel ist verstanden. Spring! Bis schaut mir aus, müssen wir Tannenzapfen in den Haufen werfen. Oh, was sag ich denn? Was sag ich denn? Schau hier. Ein bisschen weiter hier vorne noch. Ich seh doch da die Stacheln rausstehen. Da seh ich's doch! Was soll ich denn? Mach auf den Schund! Wirft mir noch ein bisschen an links. Also so oben. Nein! Wie kann man mit dem Ding überhaupt zielen, Alter? Da auf muss ich werfen. Ja, jetzt easy peasy durchsqueezen. So, easy peasy, lemon cheesy. Lemon cheesy. Ich hab schon sehr lange keine so ein Geschicklichkeitsspiel mehr gespielt. Das ist irgendwie witzig. Irgendwie gefällt mir gut. Vor allem, wenn das erst der Anfang ist, dann wird's glaube ich ziemlich hässlich. Oh, jetzt wo können wir jetzt hin? Da findest du die Hütten im Wald, da hat mir nie was gefällt. Was sind das da? Katzenkerbe. Mietzkerbe. Dann nehmen wir lieber so Dosen mit. Nehmen wir lieber so Dosen mit, damit nichts passiert. So. Oh, jetzt wird's gruselig, glaube ich. So, da. Da müssen wir wieder zum Fenster einsteigen. Das sagt der Blinder, oder? Schmeißen wir die Dosen in sich rein. So, was liegt denn da? Was liegt denn da in dem Käfig drin? Beine. Schauen wir mal. Was ist denn jetzt? Alter, es schaut ein bisschen aus nach Resident Evil 7. Bin ich der Einzige, der sich da gerade ein bisschen geflashbackt fühlt? Alter, ich kann mit der Leber mal anschmeißen. Gib mir das. Was haben wir da? Super Pro! Danke für die Mitgliedschaft. Bus aufs Nutzer, aber ich kann gar nicht vorstellen, in Yoga, weil wir haben da irgendwo, glaube ich, in der Resident Evil 7 Kich drin, glaube ich. Jetzt mal so wacht. Bin gespannt, was da wieder ist. Da passieren jetzt mit Sicherheit schlimme Sachen. Ich sag's dir, wie es ist. Die Musik, wenn ich schon her, klang ich schon. Ich hab die übelsten Resident Evil 7 Flashbacks. Da ist ein Wollknäuel, mit dem muss ich garantieren, was da ist, wieder was ist. Nehmen wir gleich mal mit, das liegt so offensichtlich da. Da muss ich kurz auf Zeiten gehen. Geh aus den Spiel mit dem Nachbarskind! Das Nachbarskind. Kann man da aufmachen? Nö. Naja, das ist unser Compadre, glaube ich. Wir haben ja auf dem Cover ja zu zweit. Ich nehme mal das Wollknäuel mit. Oh, dann nehmen wir das Hacke mit. Kann man das mitnehmen? Gib mir das. Gib mir das. Das ist der Stecker, Bruder. Kann man den Stecker mitnehmen? Gib mir den Stecker. Gib mir den Stecker! Weil das ist ja auch kein gutes Zeichen, wenn da irgendwo eine Hacke mitten irgendwo in so einem Kerbe drin steckt und eine Fleischerhacke im nächsten Kerbe drin steckt. Ich meine, wo haben wir da? Die Frage ist, was brauchen wir? Brauchen wir wahrscheinlich das Hacke, oder? Gib mir mal das Hacke. Gib mir Hacke. Ja, dann nehme ich mit. Das nehme ich auch mit, das ist gut. Das ist ja dann schon gut, wenn wir das Hacke haben. Wie lustig das ausschaut, wie das nachzieht. Das gefällt mir. Wie haben wir gleich wieder dazu? Auf A. Okay, ich bin schon steil. Jetzt müssen die Bude einhauen und dann kommt der raus wahrscheinlich. Und so spät. Das ist ein guter, das ist ein guter. Nicht Angst haben! Ich hatte Angst! Ich tue dir doch nichts, ich bin nur der nette Kerl, der sich mit dem Hacke durch die Tür trischt und ein Papiertüten aufholt. Mojo und Frauke. Frauke, Entschuldigung. Warte. Bevor ich da was dazu sage, muss ich zuerst noch den durchziehen. Here's Johnny! Oder Habitere! Jetzt schauen wir uns die so. Was habt ihr geschrieben? Wir sind jetzt leider auf einem geilen Stream. Bussi aufs Nüssi.
Also gegen den Winkel auf der Tipp. Was ist das schon wieder? Mojo und Frauge. Please. Dankeschön. Das. Mehr mag jetzt aber auch schon gar nicht mehr sagen. Weil das ist der 4., glaube ich. Oder der 3. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher schon, ja. Das kann so nicht. Mojo und Frauge, fühlt euch aufs Nüsschen geküsst. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, euch gefällt's. Vielen herzlichen Dank. Aber bitte lasst es bei dem heute. Ist das okay? Dankeschön. Dankeschön. Chill. Das ist übrigens genau, dann wird sofort unterbrochen. Das ist genau das, was dann passiert. Dann kommt der Motolava X15 und schreibt: Leute, werdet Streamer und ihr könnt euch eine Villa kaufen. Erstens, Frage: Sitzt ihr in einer Villa? Zweitens, dann wir halt Streamer und sitzt ihr in einer Villa, wenn es so einfach ist. Pussy! So, weiter geht's. Unser spätester Vogel der hat Angst. Der hat Angst. Du, der hat Angst. Hashtag geldgeiler Wichser ab in den Chat. So, Dankeschön. Mojo und Frauge, fühlt euch geküsst. Da, Tröte. Da am Vorstand ruft mir an. Jetzt hätte ich fast mal, da war der 100er fast schon weggewinnt. Jetzt ist mein Rauchgerät weggefallen. War weggewinnt. Flupp, und der 100er hat sich in die Luft aufgelöst. 555! Affenarsch! Da geht nicht der Vorstand ohne, da geht der ganze Verein ohne. Ja, schreib's dir halt. 40. Was weiß ich nie? Wie viel das halt kriegen die für halt, Jerry? Merci. So. Wo ist denn der jetzt hin? Das ist der Vogelapfel, oder? Wo ist denn hingelaufen? Hätte ich mich nicht aufpassen sollen! Weil der Mojo und die Frau gesagt, da nicht mehr geht, pass nicht auf, was du tust, aber nimm, Alter. Fix Letten, alle! Wen hab ich da schon wieder? Mr. Fink. If Feuerwehr ist gleich true. Impftermin goes Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Oh, Mr. Fink. Dann kann ich es verstehen. Wir haben einen Wollknall. Merci dir, Alter. Merci an euch alle. Dankeschön. Jetzt lasst wieder mal spielen! Ha? Vielleicht mag ich mal spielen! Und nicht einmal bloß da friesen 10er, friesen 100er, friesen, weiß ich nicht. Wo ist denn der kleine Bui? Hat das irgendjemand gesehen? Da ist der Treppen auf, oder? Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen, ich hab nicht aufgepasst. Geh mal Treppen auf, wir schauen, was passiert. Ah, da ist der Klaffer, da auf der Seite ist ein Klaffer. Haben wir schon unterwegs. Den erwischen wir schon, den kriegen wir schon. Den Davy. So. Mag ich in den Schrank reinschauen? Ich weiß nicht warum. Warum hier da irgendwelches. Pumpert's? Wer pumpert denn da so? Und schon sind wir bei Resident Evil. Sim. Halber zumindest. 2 Feinde da. Da ist wahrscheinlich unten und es liegt irgendein. Okay. Ich wehe, du springst mir oder irgendein Mist. Da ist ein Spezi. Spezi-Sepp. Spezi-Sepp. What of me? What of me? Ich mag da doch auch nicht sein. Hau mal ab. Schnell, lauf mal vor. Was haben wir da? Was bist du denn? Was tut? Hey, ich bin cool, oder? I'm a bro, you're a bro, let's be bros. Oi. Herr Hopfenzwicker, du darfst meine Muse als Pausenmuse hernehmen. Bussi aufs Nussi. Merci fürs Hernehmen. Das muss ich eigentlich sagen. Fast. Birbo! Vorstand ruft jetzt aber nicht mehr aus und schmeißt er uns alle raus. Um hochgezogen zu werden, RT drücken. Dankeschön, Leute. Jetzt spielen wir heute einfach einmal. Wir werden das RT drücken. Und jetzt hängt das ja an meine Sorgbahn an. Ich sehe schon, das hartes Teamwork, Alter. Oh. Übrigens habe ich das Gefühl, dass wir irgendeinen Fettsack aufgelegt haben. Schnell haben wir abgekommen. Geh mal! Schneller! Lustiger Mann ohne Hosen! Ohne Hosen, nur mit Hemd! Schneller! Und in welcher Psychobude haben wir da schon wieder? Klang ich eigentlich schon wieder. Was ist denn da, Koffer? Müssen wir schauen. Schnell, Kim. Das hört sich nicht so, als dass der Dicke kommen.
Ich seht ihr da schon was, wenn ich... Ja. Ist schon finster, gell? Schon finster. Bis ist schon finster. Da ist ein Schlüssel, ich hab ihn genau spät. Da hängen aber auch Leichen herum. Warum? Schau mal, das schaut mich so, als kann man... Ich weiß nicht warum, aber das schaut mich so, als kann man da das Ding auserziehen. Ich weiß nicht, für was man es brauchen, aber schauen wir, vielleicht kann man da aufmachen? Nein, kann man nicht. Okay. Oh, da brauchen wir eine Kurve. Ja, mein Pro-Gamer-Auge hat sofort erkannt, da brauchen wir eine Kurve. Da braucht man eine Kurve! So, was ist jetzt da? Helfen wir mal da auf. Kannst du mir da aufhelfen? Ja, Corona, ist ja eine gute. Ja, ist eine gute. Brauchen wir nicht diskutieren, das ist eine gute. Was haben wir da? Das ist so können. Hab's genau gesehen. Was hat er jetzt geküsst oder gemeint? Weiß ich nicht. It's a trap. I guarantee it. Nicht anschreien. Nicht anschreien, nicht springen, nicht. Los mich, komm. Nimm das. Ja. Okay. Nimm das Ding, hau ab. Stell's nicht in Frage, stell einfach das nicht in Frage. Nimm's einfach und hau ab. Komm. Oh, wir brauchen einen Namen, stimmt. Also das ist auf alle Fälle einmal der Papierbälle Bepp. Schmeiß mir jetzt mal die Kurve da runter. Tu mir die Kurve, ich will die Kurve jetzt da mal runter. Von der Kurve der Schlange. Also. Oh, schau hier. KI Level 9000. Steckt da die Kurve einfach rausgeholt da rein. Ja, Kurve jetzt da, oder was? Und da. Ja, und was soll jetzt da ich mit dem Sagel-Ding? Ah, okay. I see. I see. Fatal Error. Ist es denn 2021 zu viel verlangt, einmal ein verdammt spät zum kriegen, das nicht abkackt? Ich sag doch bei Bugs und kleine Fehler eh schon nichts mehr. Aber dass jetzt einfach weg ist. Da sag ich jetzt nichts. Cyberpunk? Is it you? Da bin ich jetzt gespannt, wie weit das wir zurückgehen. Dann kriege ich nämlich das Kotzen. Ganze Straße, nix Licht, blä. Naja, gut. Ich spiel tot machen, zap, zap, ganze Straße dunkel. Kein Licht, nix. So, dann werden wir weiterspielen und schauen wir mal, was passiert, wo wir sind. Da bin ich jetzt. Okay, es ist nicht tragisch. Kriegen wir hin. Da machen wir jetzt einen Vollsprint da rum, Kim. Kriegen wir hin. Ist nicht allzu tragisch. Schauen wir mal. Die Frage ist jetzt, warum so abgekackt ist. Ja, was kann ich das auch nicht? Einmal ist in Ordnung, passiert so zweites Mal, weiß nicht, was wir dann tun, dann schleudern wir uns miteinander. Warum ich das da eigentlich aufmache, weiß kein Mensch nicht. Das habe ich einfach aufgemacht, damit ich es aufmache. Ich weiß es auch nicht. So, kleiner Mann, da geh her. So, wen haben wir jetzt da? Birbo 1899 kann es fehlen und du weißt es. Schon seit der weltbekannten 300, das ist Weißbiervertonung bei Binker Florian, aber ein bisschen ein Dankeschön muss schon sein. Kaufst du einen Kastengustel? Herr Birbo, 18,99 €, da kriege ich sogar einen Kastengustel, den werde ich mir leisten. Birbo, Bussi aufs Nussi und vielen herzlichen Dank und welcome to the squad. So, wen haben wir da sonst dabei? Ein Schmiede schon wieder. Ja, fang doch super an mit dem Spiel, wenn es gleich mal abgeht. Jetzt sind wir gnädig. Ist wahrscheinlich ein Indie-Spiel. Ich weiß, ist es ein Indie-Spiel? Ist es Indie? Wahrscheinlich schon. Das macht jetzt keinen AAA-Eindruck. Da darfst schon einmal abkacken, halten wir unser Maul. Wenn es an derselben Stelle allerdings noch mehr abkackt, ja, dann war's das. Dann gib ich es nämlich zurück. dann legst du mir Mosch. Oder haben alle guten Dinge drei? Weiß ich noch nicht. Weil Spiel an sich jetzt, ich sehe Potenzial. Sehr viel sogar. Warum ich da jetzt geduckt aufgegangen bin, ist... Oh. Ich bin runtergefallen, wie ich noch so sage. Hilft dem nicht. So, kann man da speichern. Neustart, Kontrollpunkt, Hüte. Oh, Hüte. Ich hab leider nur Papiertüten, Entschuldigung. So, er kümmert jetzt da wieder. Vielleicht sollte man Grafik auch mal irgendwie
nicht auf Anschlag stehen. Was sagt ihr? Machen wir nicht ultra, machen wir hoch. Ich meine, das klang wahrscheinlich auch, oder? Machen wir. Hoppala. Machen wir hoch. Was ist ein A? Bestätigen. Zurück. Das muss gelingen. Das muss gelingen, vielleicht kackt es das so, wie weiß es nicht. Sämlinge! Vergeht's gut, Alter. Welcome to the Squad. Leute, vielen herzlichen Dank. I'm serious. Ich kann gerade nicht Baby treten, aber das kriegen wir vielleicht gleich hin. Warte mal. Schlüssel runtergefallen! Sämlinge! Welcome to the Squad, Bussi aufs Nussi. Schmiede, Kalle Schwensen, merci für den Euro. Mojo und Frau gerne, merci für den Zwickel. Ja, keine Angst. Heute bleibt's dabei, danke für deine geilen Streams. Möchte aber auch hoffen, fixletten. Niemand braucht sich bei mir bedanken. Ich sag Dankeschön. So, jetzt haben wir noch einen Schlüssel. Und er macht verrückte Töne. Irgendwo haben wir ein Geschlüssel gehabt. Wo haben wir das Geschlüssel gehabt? Muss ich mir das jetzt auch noch merken? Der Treppen, glaube ich, wieder oben. Deswegen kann man auch das Ding da raus tun. Kriegen wir hin. Jetzt müssen wir wieder zurück aus oben. Da war, glaube ich, so ein Vorhängeschloss an der Tür dort, wenn mich nicht alles täuscht. Unser Spezi. Tarsier Studios so. Tarsier Studios sind die Entwickler, mir Songs nix, was aber nichts heißt. PC für uns ein Geld, aber die Grafik bockt er nicht. Nein, bockt er nicht. Hilft nicht. Gee, da habe ich ja gesagt, dass da ein Vorhängeschloss ist. Habe ich sowas wie. Und jetzt? Okay, einfach liegen. Irgendwann vielleicht haben wir sowas wie Inventar. Was weiß ich. Oh, haben wir schon wieder draußen aus der Drecksbude. Und ab ins Scheißhaus. Ab ins Scheißhaus. Ich muss das mir sauber abkniedeln. Ist leider zugesperrt. Dann müssen wir mitten auf die Straße kniedeln. Das hilft uns alles nichts. Servus! Kruzifix, jetzt auf. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Servus, welcome to the Squad. Ab in den Chat, Habitäre und die neuen Mitglieder. Plus Habitäre und die alten Mitglieder. Was wir schon lange nicht mehr da haben, lila Herzal-Spam. Herzal-Spam, ab in den Chat. Einfach, weil wir es kennen. Der Mods freuen sich. Da geh her, Spezi, müssen wir schwimmen. Da müssen wir jetzt ein wenig schwimmen. Ja? Da müssen wir ein wenig schwimmen. Weiter schwimmen können wir nicht. Müssen wir aber auch, glaube ich, gar nicht. Was mich ein bisschen so interessiert hat, ist, wer haben wir, warum sind wir, wer ist er, wer bin ich, warum habe ich Papiertüten am Shell, Alter? Brudi, keine Ahnung. Ich höre ekelhafte Geräusche. Die Musi sagt, der ist nicht nett. Brudi, da schleichen wir jetzt einfach vorbei, das sagt ich. Komm, da ducken wir uns, schleichen wir uns. Was tut denn der da für ekelhafte Sachen? Das soll ich aufhören. Schmiede, merci dir. Oh Gott, jetzt wird's zum Laufen. Ah! Da war... Oh, der Pump! Johannes, ich kann jetzt nicht! Jetzt hat er mich einfach erschossen! Mann, der... So ein Dreck, Mann! Der Pumpkin! Schmiede, gib mir dem Entwickler noch eine Chance, Häusen, ja, die Ubisoft, die alles verkacken, was man. Das ist richtig. Das ist wichtig. Schmiede, machen wir. Johannes Suab, 35 € fertig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach geilen Stream, also Bussi aufs Nussi vom Pfeffer. Sag's mal, Pfeffer Sepp, alles Messen, Heber. Vergeht's gut. Bussi aufs Nussi und gleich noch mehr Runden. Weiter geht's. Munter putzen, weiter geht's. Und Herz auf mit den Fetten. Okay, wir müssen mal reisen. Er versteckt hinter der Kiste, das kann gute Idee, da schießt du durch. Ja, der was soll ich denn dann sagen, Alter? Hinter der Kiste versteckt er wie er da. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Dann hinter der nächsten Kiste wahrscheinlich. Oh, Rosen! Hab's schon verstanden! Kriegen wir hin! Rosen! Spezi! Der hat immer noch keinen Namen. Er ist ein Nameless Spezi. Und dann verstecken wir uns da einfach da unten. Oh, das hat ein bisschen was vom Hobbit. Sind wir jetzt automatisch gefickt, egal was wir tun, oder geht der irgendwann? Was ist denn überhaupt? Oh, Herr der Ringe, meine, ja. Schande über mein Haupt, Herbert. Mozzo, recht hast. Was der jetzt da? Laufen wir jetzt da zurück in seine Bude, oder was?
schleichen wir jetzt irgendwo rein? Das Ziel vom Spiel, liebe Sam Crow Wife, ist einfach kleine Rätsel lösen. Wir haben ja erst ganz am Anfang. So kleine Geschicklichkeitsdinger, dann den Typen da halt kommen und so. Ich glaube, der abwarten. Ich bin mir nicht sicher, was wir mit der tun. Und der Lambo Michi hat recht. Im Grunde ist erstmal das Wichtigste, nicht sterben. Da vorne in das Loch müsst ihr rein. Jetzt schauen wir mal, was er tut. Der blinkt da einmal nach links, dann in die Mitte und dann wahrscheinlich nach rechts. Und das nächste Mal, wenn er nach links blinkt, dann reißt man ins Loch rein. Dann reißt man mir ins Loch rein. Weiß ich am Ober. So, und los! Los! Schneller! Schneller! Wo? Sie war doch schon lange im Loch drin! Mr. Joke Brother, mir ist 405 Bus hier aufs Nussi. So stehe ich mir bei Süberhaut im Ferner vor, das reißt nicht. Ist doch gar nicht so weit hergeholt, ja. Geht aber cremiger. Achtung, Pro-Tipp, nimm mal C-Wahlen hin, dann kannst du Süberhaut sauber nach oben reißen. So, was ist denn eigentlich mit mir schneller haben wir hier? Schießt uns dann ins Gesicht. Hast du wohl gemeint, dass du im Loch drin warst? That's what she said. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt, wenn er da oben blinkt. So, blinken wir da oben. Dann müssen wir uns vielleicht noch ducken. Haben wir schon einen Teufel? Herr Nusser, vergesst über den Zwickel. Ich fühle, dass der Hugo. Du fühlst, dass er Hugo genannt werden möchte? Und du willst nicht einer schießen! Du Arschloch! Schleich dich da raus! Hey, Hugo. Ah, ist nicht der Hugo. Den Hugo haben wir schon gehabt. Was ist denn los? Jetzt geh in das Loch rein. Streamlabs, please refrain from spamming symbol messages. Ja, der Streamlabs-Bot ist wieder on point. Alter. Der ist on point. Warum ist denn eigentlich noch da? Brauchen wir den überhaupt? Franzi? Naja, er schaut irgendwie nicht aus wie ein Franzi. Er schaut eher so aus wie so ein... Gibt's ihm was zum Essen, Egon? Schau mal seine Haxen noch. Die kannst du immer wieder sagen. Der nächste strenge winkt da der Fegeln aus dem... Hungriger Hugo! Hungriger Hugo? Das ist der... Ja? Oder da gibt's mal Essen, Erwin? Ich weiß nicht. Naja. Jetzt sitzt wieder am Boden und Born, Alter. Weiter geht's. Oh, das ist aber ein Long Jump, Alter. Da werden wir wieder sterben. So, wieder. Spring! Und tot! No, and it's gone. Die Frage ist, was kann man da... Oh, da, ich hab schon was gesehen. Was kann man da wieder tun? Er kann auch wieder irgendwas da schon. Dann nehme ich das. Da schau gern hin. Was macht er jetzt? Jetzt springt er rüber, der gute Mann. Ja, ist ja brutal, oder? Und was soll ich jetzt da? Ich kann mir Pfotzen ans Tisch hauen, oder was? Oh, vielleicht kann ich mich um mich schleudern lassen. Schleudern. Helfen wir euch viel weiter. Ah, okay. Ja, okay. Was du jetzt tollst? Ist das dein Ernst? Hungriger Hugo, ich hab dein Hint bricht ab, wenn ich da umspring. Du besoffener Uhu. Oh, er ist kräftiger als er aussieht, der gute Mann. Vergesst wieder die 450. Nicht ein Seppi umbringen. Ich hab nichts da. Das ist nicht der Seppi. Wie haben wir ihn genannt? Ich hab schon wieder vergessen, wie man ihn genannt hat. Papierbälle. Bertel? Ich hab's vergessen. Ich hab schon wieder vergessen, wie er heißt. Er wird noch viele Namen haben, hab ich das Gefühl. Vergesst nicht, Dankeschön. So, was haben wir jetzt da? Kisten am Boden. Kann ich brauchen. Da, einen Käfig. Kann ich nicht brauchen. Schauen wir weiter. Pepe. Ah, der Papierbimbus. Der Papierbimbus Pepe. Papierbälle. Ah, das ist der wütende Schroflindenmann.
Was tust du denn? Ah! Schnell hinter der Kiste verstecken. Hinter der Kiste verstecken, du nicht! Lauf! Ah, er ist so wütend! Schnell auf! Wie soll denn das gut gehen? Geht niemals gut! Ja, lade herum! Er ist grottig! Spring! Ja, ich komm ja eh schon. Oh, ich bin jetzt hier. Nein! Nein, die seine Steine hasse ich. Ah! Das will aufhören! Wir laufen ja eh schon. Ja! Ja, oh, nein. Eingeglitten! Da versteckt man uns da drin. Da versteckt man uns. Oh, ist der grantig. Vielleicht geht ihm irgendwann mal ein Licht aus, keine Ahnung. Der Papierpimpf, gefällt mir auch gut. Der Papierbälle-Pimpf. So. Alter, wie lange können wir da? Wie lange können wir da unter Wasser bleiben? Bin jetzt auch mal gespannt. Die Frage ist, wie können wir jemals wieder aus der Letten da raus? Das ist einmal die Hauptfrage. Und da tue ich dauern. Oh, so intens. Ja, aber... Nein, nicht! Also jetzt müssen wir quasi... Oh. Du tauch einfach. Ja, da war ich wieder zu begeistert. Ich hab genau gewusst, dass es passiert. Ich hab's genau gewusst. Der Moment, dass ich genau weiß, dass ich jetzt gleich schießt, aber du kannst es auch nicht sagen, was wir machen. So, was ist jetzt mit ihm? Ja, jetzt leicht er mir noch her, leicht wieder weg. Der Stormtrooper des Aims. Nein! Du Fixdrescher! Was ist los mit dir? Ja, was soll ich machen, ey? Ja, geht's weh. Geh ihm, Pepponaut! Pepponaut! Man muss sich ja ducken, wenn er wieder zurückschaut. Ich hab's schon verstanden. Fix lecken. So, da tauchen wir jetzt ein wenig. Ja, wunderschöne Sache. Alter. Synchrontauchen ist das. Synchron-Sumpftauchen. Wer kennt es nicht? So, selber Spaß nochmal. Nein, da nicht. Los, hab ich da einen Schädel unten. Da ist ein Herz reingeritzt. Ich hab's genau gesehen. Die Frage ist, was mir das hilft. Absolut. Absolutely nothing. Oh, ja, tut was. Was tut er jetzt? Oder das sagt er bestimmt nicht. Was du denn? Muss ich mit dazukommen? Hab schon verstanden. Ja, ich komm schon. Chill mal. Chill mit deinen Nierscheiben, aber. Schmeiß um. Deckung! Geh in Deckung, Alter! Komm mal da durch, da meinst du, also der Stick. Ah, ich glaub schon. Kriegen wir schon! Gut, mit dem Raben, der Vogel. Heute nicht einfach am Raben, nein, der fliegt uns ins geheiligte Land. Das schaut mir jetzt so, als das gleich wieder zum Schießen werden. Okay. Ja, hab ich schon gesehen. Nein, nicht mehr weiter schießen! Na Gott sei Dank, dass der immer auf mich schießt, ey. Schnell! Oh Gott, wenn die Tür nicht auf ist, sind wir gefickt. Die Tür ist oft, das ist schon mal gut. Du kannst gern Tür zu machen. Ich... Schaufel. Was tue ich mit dir? Da schießt man! Schnell! Da schießt man! Peng, peng! Tja. Hat ein bisschen was von Doom.
Nice! Na, das war's wohl mit dem Schrotflinten-Sepp. Kann er heimgehen? Kann er sein Gesicht zugeben? Oh, was kommt denn jetzt? Titanic. Also nach der Titanic-Logik darf er jetzt da maximal einer von den zwei aufhören und dann muss drin schwimmen, weil es kein Platz mehr ist sonst. Ah, schön. Cutscene. Gefällt mir irgendwie. Ist einmal was anderes, ist einmal entspannter, ist einmal... Wie viel Tipp haben wir? 10? 10 Tipp? Da ist er. Weiß er Himmelweide. Das war wahrscheinlich erst das Tutorial, gehe ich mal davon aus. Was bitte mein Heart will go on Flöten-Solo? Kann ich leider nicht. Ja, ich hab schon gesehen, wir brauchen eine Blockflöte. Gute Idee, Mr. Sprengi. Schmiede, merci für den Euro. Herr Wimmer, merci für den Euro. Hamona wird, merci für den Zirkel 21. Sauberer Headshot. Hat einen, der gute Mann. Was? Resident Evil Kids Edition, ja? Leberkast bevorzuge. Das ist der Charakter vom ersten Teil und ich glaube, das war auch ein Mädel. Oh, da müssen wir einen Mädelnamen geben. Wer weiß nicht. Staxelzins. Das gefällt mir. Staxelzins ist gut. Mir gefällt es bis jetzt nicht so. Also mir gefällt es bis jetzt nicht ganz so stressig. Da, Sam Revive, der Strich war wichtig. Muss auch, hab ich eingeschrieben. Heute brauche ich mir was ruhig, sonst flippe ich aus, Alter. Jetzt kommt wahrscheinlich die Riesen Titanic und fetzt uns von der Tür runter. Mir gefällt das Art-Design. Wie die Umgebung ausschaut, wie die Viecher ausschauen, wie die zwei Kleinen da ausschauen und so. Das kriegt von mir auf alle Fälle den Daumen nach oben. Michaela! Ich kann nicht mehr fahren. Was? Der Pepe! Lass doch nicht. Das ist nicht der Pepe. Wir haben ja gerade beschlossen, das ist ein Sie. Und es soll jetzt halt. Die Bier gibt. Meinst du, ob es nur ein Bier gibt? Melly the Duck schreibt, Birger, das wird noch stressig, glaubt man. Glaube ich auch, ist ja eh klar. Das kann ja nicht auf dem Level bleiben, das war auch langweilig. Ich hab Limbo und was wie hat das andere Spiel neben Limbo geheißen? It's Us. Kann das sein? Da was du im Gefängnis brichst und ausbrichst und wo so Hund kommen und so, das habe ich privat gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Das war ein sehr gutes Spiel, aber das habe ich privat gespielt, offstream. Inside heißt es, Mr. Dampfexpress, der Mann mit Ahnung. Inside heißt es, ja genau. Was hab ich gesagt? It's Us. Ja, fast. Bloß ohne It's und ohne Us. Ah, da ist nur einer. Wer ist das? Wer ist das? Na Gott, was gibt denn jetzt wieder für Psycho-Scheiße? Psycho-Käse? Kann man den Fernseher nicht einschalten? Du, den Fernseher einschalten. Kann man ihn nicht einschalten? Kann man nicht einschalten. Da hinten ist ein Tier. My Little Pony, für das war es auch mit Zeit lang. Mir gefällt die ganze Atmosphäre davon im Spiel einfach. Wir haben uns einen Trailer angeschaut, ich habe einen Trailer gesehen. Ich habe bei den Rocket Beans einen Beitrag dazu gesehen und das hat mir einfach getaugt. Keine Ahnung. Mir gefällt es auch bis jetzt ganz gut. Man, es ist noch relativ einfach, es ist so schön duster, hat so einen Tim Burton Flair, aber ich mag das einfach irgendwie. Keine Ahnung, was hängt denn da schon wieder drin? Liegt auf alle Fälle Gewand am Boden. Haben wir da wieder? Schaut aus, als müssen wir da hinten laufen, hä? Haben wir da eine? Vielleicht kommt da... Grüßzins! Grüßzins, helfen Sie mir mal bitte, die Türe zu öffnen! Was ist da hinten? Da schaut es mir aber auch nicht so, als das weitergeht. Da fällt er wieder oben und dann haben wir 11 Tipps. Apokalypsen, wer ist für den Zückel? Das ist die Emo-Erna. Ja, die Frisur ist schon sehr Emo-Weep-mäßig am Start. Ja, das ist richtig. Stimme zu. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Was haben wir noch gehört? Hopfenzwicke, merci für den Euro. Bussi aufs Nussi.
Da erkenne ich jetzt allerdings gerade nicht so hundertprozentig, wo wir hin müssen. Kann eigentlich schon irgendjemand irgendwie einen Hauch, da ist ein Klopapier? Klopapier kann man brauchen. Ja, hat Zeiten gegeben, da war Klopapier wertvoller als Gold. Da ist mir hinter Pfeffer den Sick. Bin ich der Klopapierfahrer? Was eine eigene Witze Locher ist, was darf man versuchen, sich selber anzublasen. Ich sag's euch, was es ist. Ich sag's euch, was es ist. Bin ich so ehrlich. Erstmal in den Schuh in den Sick gepfeffert. Nice. Nein, es war eine typische Ladesequenz da. Was hat's mit denen? Es ist sehr auffällig, dass da überall so Fernseher sind. Ich gehe damit davon aus, ich bin extrem schlecht in so dialoglose und environmental Storytelling spielen. Ich bin halt zum Beispiel in Dark Souls eine absolute Null, was angeht, die Story zum Verstehen. Wir holen jetzt da mal im Spezi wieder her, weiß ich nicht. Wahrscheinlich indem, dass ich da aufspringe und dann passiert halt irgendwas, aber was passiert, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Was ist jetzt da? Steig auf, du Zipfe. Komm. Ja, ich höre dich schon, schrei mich nicht an. So, Moment. Springen wir jetzt da auf, oder? Da können wir jetzt ein bisschen hin und her wackeln. Oh! Der tut bei umschreien, Herzen. Meister, merci. Meister, merci für den Zwickel 29. Bus, jetzt das ist Borndelbrunskauhe. Jetzt hol nicht aufpasst wegen der Borndelbrunskauhe. Kruzifix, oder? Ah, Meister! Hui. Nix Dipf. Wer zählt nicht? Zählt nicht! Schmeißen aber jetzt den Scheiß. So, ist mal so. Wo müssen wir denn hin? Ja, da müssen wir ein wenig mehr schwingen, Alter. Schwing dein Ding nach Dingelfing. Und los geht's. Hopp! Ja, geht doch. Zupfe du. So, gehen wir gleich mal nach links. Ey! Jetzt wenn ich den Fernseher da oben schubst, dann da schluckt's 10. Ich weiß genau, was es ist. Was? Ich weiß doch genau, was passiert. Ist nicht gut. Nicht gut. Doch, schon gut. Kann man das eigentlich Koop spielen? Das gleich ist mit Sicherheit. Was tun sie jetzt da? Springe ich, fang die oder so? Was, ich soll springen? Du kannst mir im Arsch lecken, Zins! Wie soll ich denn da rumkommen? Schau aus wie der Usain Bolt! Nein, der läuft nur schnell. Wer springt denn weit? Wer springt denn weit? Kennt man einen Weitspringer? Kann man einen Weitspringer googeln? Ich streng mich auch, Zins. Da fange ich aber von da aus laufen, ich sag dir schon. Achso, da kommen wir dann auf einmal weiter. Springen wir mal. Ich verstehe. Herr Nusser, wie wär's mit Papiertüten? Papiertüten. Tüten oder Tüten? Man, Papiertüten haben wir ja mir auf. Unsere Freundin ist ja die Birgit. Die hat ja keine Papiertöpfe nicht. Die hat ja gar keine Töpfe. Das darf man doch gar nicht einmal sagen. Ich mag ja das sind Kinder, Alter. Ich kann nicht von Töpfen schmerzen bei Kindern. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Merci dir übrigens für den Zwickel. Bus aufs Nussi. So. Da müssen wir umgehen. Hab's genau spät. Da muss man übrigens nichts kennen. Da muss man einfach nur umgehen. Muss man nicht balancieren. So, was haben wir jetzt da? Da hat sich jemand aufgehängt. Was haben wir da? Da braucht er wieder Hacke, ich hab's genau gesehen. Da braucht er wieder Hacke. Oder wir werfen einen Schuh durch hin, schauen wir, was passiert. Schuhe! So ist nicht die Kamera einspielen. Er ist Gewand aufgehängt und drauf aufpassen. Okay, da müssen wir irgendwie die Tiere eindreschen, aber die Frage ist, wie? Gibt's da noch irgendwas? Lüren wir mal? Ne? Ne? Gehen wir vielleicht da einfach an der Seite vorbei, man, da zeigt man ja durch. Ne?
Das Einzige, was hier drin ist an Objekten, ist der Schuhe. Er schaut also so seltsam da auf. Wo schaust du denn hin? Mann! Der Bürger, ich ziehe eine Woche aus und wegen Corona kriege ich keine Kasteln für meinen Schreibtisch. Dann kriegst halt du einen Teil von dem Geld und ich den Rest versauf ich. So siehst du. Manki, danke für deinen Zwickel. Und deine Kastel kriegst du noch. Die kriegst du, dann baust du es dir einfach selber. So, jetzt pass auf. All of a sudden, the Ring Flashback kicks in. Oder bin ich da der Einzige? Zum Einstellen der Sendung L benutzen. Was für Sendung, Alter? Schaut das aus wie für eine Sendung? Herr Stadelbauer, Franzis Karl! Vergesst für eine 350 Busse aufs Lussi. Ich weiß nicht, was für Sendung das ist. Fernsehen schauen macht blöd im Schädel. Ja, da sechst du es mal wieder. Ich weiß nicht so recht, was ich tun muss. Okay, einfach nach oben drücken. Okay. Ah, okay, das ist der Gang aus dem Intro. Vielleicht. Schalte NTV, ich mag ein Doku über das Dritte Reich sehen. Die scheiß Zweiter Weltkriegsdokumentationen auf NTV. Bringen die besser zum Einschlafen als jeder Bob Ross. Nein, das war Klumpenberger, das war Klumpen. Niemand bringt die besser zum Einschlafen als der Bob Ross. Was passiert da? We have a happy little Blitzkrieg. Die haben eigentlich nicht drüber lachen, aber eigentlich schon, oder? Ja, ich glaube schon. Every little Blitzkrieg needs his friend, the Stuka-Bomber. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, das sagen wir lieber nicht, weil sonst war es die längste Zeit der Kanalexistent. So, weiter geht's. Du willst mir aufhelfen. So zieht's. Wie schaut's aus? Kim? Ja, oi, wo müssen wir hin? Every little Blitzkrieg needs a little friend. So we paint. You can paint whatever you can imagine. Just paint a little Stuka Bomber here and the Tiger Panzer there. Just a little pang pang. and every pang pang needs a lot of friends. Das Problem ist, dass es gerade Englisch war und das versteht YouTube leider Gottes und Twitch. I was just making fun of some historical moments. Please don't ban me out of the life. Thank you very much. Habe die. Das kann man mir nach jetzt. Das kann man nehmen. Schau ihm hin. Schaut hin, bitte. Schaut bitte hin. Ja, was? Jetzt ist ein Loch im Zaun. Das nehme ich. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Oh, das schaut aus wie ein Schui. Ich mag wippen. Ich bin oben. Ich mag wippen. Komm, nicht mehr wippen. Wippen, 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 wippen. Was tust du denn? Ja, komm, wippen. Hopp, hopp. Geh du auf die andere Seite noch mit. Bist du behindert? Geh weg. Best Game ever. So, jetzt gehen wir rein da.
Was ist denn das Schuh wahrscheinlich, oder? Jetzt haben wir da Brührkastel, haben wir da Boy. Jetzt kriegen wir sicher ein Achievement, wenn man den Boy da reinschmeißt. Ich mach's kurz, nein, kriegt man nicht. Aber dafür war es ja spät, nämlich da der Rapunzel, wie sie ihr Haar herablässt. Da muss ich garantiert auf, aber was ist doch? Dir geht doch da kein Mensch nicht ein. Oder habe ich da was spät? Epic Physics. Was mit dir? 10? Du musst mit! Ja, ist schon da, ist schon da. Halt das. Habe ich was spät? Hängen schon irgendwie Psychopathen. Warum hängen in solchen Spielen dann irgendwie gern so Psychopathen am Beitel umeinander? Warum ist das so? Warum? Why is this? Ich verstehe nicht. Der Lucio schreibt, ich glaube, so geht Wippen nicht. Das sagst jetzt du! Ha? Jetzt muss ich mal was trinken, weil ich so viel Sodbrenner hab. Von dem angesuchten Scheiß Dr. Pepper, der schmeckt wie Ambrosia, aber fickt mein Speiseröhren auseinander. Schmied ein! Da kommt gleich die geile Lehrerin, die wird dir gefallen. Jetzt bin ich auch gerade. Hat jemand, wer hat geile Lehrerinnen? Ja, haben wir eine geile Lehrerin gehabt? Ich glaube nicht eine, Alter. Ich glaube nicht eine. Wenn dann aber bloß diese Referendaren, weißt du schon, die wo halt mal da haben, so, die wo dann zu dritt hintuckern und schauen sie die so mal an, so Referendarinnen, da wo du sagst, so wenn sie zu fünft hintuckern und sie die so schauen, so, ja, na, ja, wenn ich besoffen bin, na. Hat er nicht gesagt. Da ist ein Schalter! I'm a simple man! I see ya! Schalter, I pull. And sometimes I'm a very, very damn dude. Pulling on the Schalter. Lehre ist gleich Giraffe. Mein Schuh hat also ausgeschaut. Gratuliere. Was ist das für ein Beitel da? Seht ihr das? Das ist finster wie Zau. Ich weiß schon, man erkennt es schon, oder? Fix, Alter! Okay, da liegt schon wieder obvious ball is obvious. Siehst du, oder Geist? Ich glaube, wenn ich einen Ball aufklappe, glaubt sie ihr Dosen auf. Sie macht das selber wie, oder was? Schmeißen Säckchen drin, so. Tust du das so? Nein, das nicht. Da hängen ein paar Säcke. Das schaut eher aus wie das, was ich vorher sagen wollte. Every little Blitzkrieg meets his little friend. Bla. Weißt du, wie das da ausschaut? Sag's nicht, Birger. Sag's einfach nicht, weil wenn du das Wort sagst, kapiert's wieder keiner und dann wirst du da aus dem Link gestrikt. Hey, da liegt der Tampon schon hin. Tampon! Ich will es haben! Ja, der Tampon. Oh, du kann das nicht aufziehen. Da hat er kurz aufgeschnuffelt und dann. Wo? Ich meine, was gibt's jetzt da herin? Keine Ahnung, außer Objekte zum Mitnehmen. Nehmen wir mal Objekte mit. Kommt's ins? Schleicht wir uns. Es schaut so aus, als brauchen wir aus diesem Raum Objekte. Warum ist da oben ein Babypuppen mit einem Korkenzieher im Knack? Ich weiß nicht. Mr. Nix, vergeht's gut. Was? Pantoprazol hilft gegen Sodbrennen, bestes Mittel. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Ich hoffe, dass ich das nicht vergiss. Kann mir das jemand ins Discord reinschreiben, damit ich das nicht vergiss? Pantoprazol. Hört sich aber auch ein bisschen so wie Pantoffelsohle. Vielleicht kann ich mir das merken. Ich weiß. Warum ist denn da ein Battle mit zwei Löchern in die Augen? Gleich mal was aufgeworfen. Was hilft? Da muss ich doch was machen. Da, ich sag doch, dass da hinter dem Battle ein Loch drin ist. Ich seh's doch. Ich meine, ich seh's doch. Keiner tut was. Okay, dann müssen wir weiter. Hilft nicht. Gibt's da auf der rechten Seite noch ein Tier? Was haben wir da? Mr. YGS Fox. Bullrich-Salz Beste. Das sagt mir gar nichts. Aber irgendwie Salz fressen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie sonderlich förderlich ist für mein Sodbrennen da sein. Milch trinken soll auch helfen. Oder ein Druckers Toastbrot. Ein Milch trinken, das weiß ich. Das weiß ich. So ist Fett halt quasi drin in der Milch. Hilft auch ab und zu, aber ab und zu auch überhaupt nicht. Das nächste Mal sitzen wir mit dem Glas Milch her. Haben wir schon soweit. Jetzt sauft er schon Milch in seine Streams. Was steht denn da jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Kann man da irgendwie aufhängen? Kann man sich hangeln? Nein, nicht. Schmeiß mit dem Ball das Beutelei. Das glaube ich ist nicht.
klingt so unrealistisch. Da der Koffer schaut mich noch so viel sehr verdächtig an. Schauen wir mal, ob wir den Vierer ziehen können. Schauen wir mal. Nein, kann man nicht. Kann man da irgendwie... Man kann sich ja da überall einhalten, aber das hilft meist nichts weiter. Ein Esslöffel scharfer Senf hilft gegen Sodbrennen. Danke. Danke. Und damit der Stream in 4K läuft, musst du Alt und F4 drücken. White Jasper, probier's aus, wenn nicht Geld zurück von mir persönlich. Dann nehme ich dich beim Wort. Werde ich testen. Mach mal eine Magenspiegelung. Es kann sein, dass du ein Barrett-Syndrom hast und so weiter. Du, da habe ich lieber ein Ballett-Syndrom, bevor ich mir die Sonden im Magen einschirmen lasse. Ich weiß genau, warum ich so dauernd, also relativ häufig Sodbrennen habe. Weil ich den ganzen Tag nur Scheiße frissen sauf. Darum. Das nennt man als frisst den ganzen Tag Scheiße-Syndrom. So, das ist sehr markant da. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Leute, ich brauche Hilfe. Was? Er hat gepst. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Zehns. Ich brauche Hilfe. Helf mir. Unterm Teppich vielleicht. Ja, das schaut vielleicht gar keine blöde Idee. Das schaut schon sehr verdächtig aus da schon wieder. Tun wir da so einen Teppich. Kann man am Teppich was tun? Nein, kann man nicht. Nein, haben wir schon so weit. Gurken essen hilft ein bisschen. Das glaube ich auch nicht. Weiter können wir mehr. Da kommen wir aufgekommen. Ja, hab schon was gesagt. Da kann ich wegspringen. Also, du musst das Bild abwerfen im Gang. Das war jetzt eigentlich habe ich mir das tatsächlich gedacht. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, so, das ist doch ein Käse. Nehmen wir mal das Baby. Nehmen wir jetzt mal das Baby. Ja, er hat ja auch was in die Hand genommen. Das ist auch so ein bisschen ein Hinweis, was man tun muss, gell? Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Da liegen so viele Objekte umeinander. Probieren wir's. Schmiedei! Nimm den Boin und schmeiß ihn gegen das Beutel. Ich nimm lieber das Baby und schmeiß das kleine Arschlochviech. Schmeiß. Oh, nein, warte. Da herrscht der wahrscheinlich unten. Ah! Easy. Easy. Wessen Schuhe hat so ausgeschaut? Hat's den Raum bei euch auch gegeben? Und soll ich dir noch was sagen? Weißt du, wo mein Sodbrenner herkommt? Auch davon. Der Nachsitzraum. Da war Klappen, ich hab's genau gesehen. Was nehmen? Wie muss herkommen? Da müssen wir einen Stuhl drauf schieben, oder was? Na, draufspringen. Das sagt der ich. Draufspringen müssen wir. Und jetzt wird's aber finster, hä? Wenn wir da? Hopfenzwicker. Merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Du vergisst über den Text dazu. Nachsitzen habe ich, weil wir eigentlich so ein bisschen bei der Geschichtsstunde auch sind, so wenn wir gerade so bei der Schule sind. Eine der geilsten Geschichten war. das war. Also, wann bin ich? Ich bin in der 9. sitzen geblieben. Ich bin in der 9. Klasse sitzen geblieben. Das war 2002. Oder? 2002, glaube ich, ja. Pass auf, 2001, da war ich in der 8. Da ist ein anderer sitzen geblieben, der ist da mit uns in Klasse gekommen. Das war der Dominik, mehr mag ich jetzt nicht sagen. Aber er hat immer ausgeschaut wie ein Bäder, also haben wir einen Bäder genannt. Erster Tag. Da ist sogar extra der Hausmeister und der Rektor gekommen am ersten Tag und haben gesagt, Kinder, bitte passt ein wenig auf das nagelneue Zimmer auf, aufs nagelneue Klassenzimmer. Das ist das einzige im ganzen Schulfucking-Gebäude, Realschule Landau übrigens, mit einem Teppichboden. Okay? So. Ich muss so viel machen. So, stöbert man heute mal umeinander. Da haben wir erst die Pause oder was weiß ich, stöbert man im Klassenzimmer umeinander, weil da ein Haufen Scheiß. Den Scheiß Westbau hat es doch da noch gar nicht gegeben. Der scheiß Westbau ist in meinem Jahrgang gebaut worden. Den hat es bei uns noch gar nicht gegeben. Bei uns ist die Hälfte von der Schule in scheiß Container in die Schule gegangen.
Also ich nicht, ich hab Gott sei Dank nicht in den Container müssen, aber die anderen haben in den Container müssen. So, jetzt pass auf. Das einzige Gastzimmer in der ganzen Realschule mit dem Ding. So, wir stehen beieinander, ist hinten ein Schrank und eine Kaffeemaschine. Haben eine Kaffeemaschine von der Vorglas gefunden. Und lauter Zeug. Und zu einer Kaffeemaschine findet man in der Regel auch einen Kaffee. In so einer Metallbox. Peter, geiler Typ wie er ist, so, hey, was ist das? Und Schrank auf mit den Kaffeedosen so, hey, was ist das? Geht nicht auf. Die geht einfach nicht auf, Alter. Und ich schwöre dir bei Gott, du, wenn die Kaffeedosen aufgemacht hättest und hättest einfach so umeinander geschüttet, dann wäre weniger am Boden gelegen. Am fucking ersten Tag, bitte, schütt die ganze komplette verfügte Kaffeedosen am Boden aus und die Wind ohne über den Schrank, an den Schrank, in den Schrank, aber hauptsächlich am Teppichboden. So, jeder von uns, Alter, what the fuck, die bringen uns um. Der Typ war vor einer Viertelstunde da. Vor einer Viertelstunde und hat gesagt, wir sollen aufpassen. Was tut der Bürger so? Nicht der Bürger, Entschuldigung, der geht nicht um mich, der Peter, nicht der Bürger, fast ist ja fast das Gleiche. Geht für schlau wie er ist, der junge Mann. Und holt sich einen Tafelschwamm. Und dieser lustige braune Fleck. Dieser lustige braune Fleck. Ich muss gerade mein Big Brain Time, meine. Big Brain Time. Die bringen mich um! Die werfen mich vor der Schuhe, Alter! Und wir stehen halt so daneben und denken uns halt, ja, so schon. War natürlich dann keiner. Hat auch keiner irgendjemand verpfiffen, aber ich werde ihn nie vergessen, Alter. Nie vergessen, Alter. I never gonna forget this. Weiß was gewinnen für How to Bürger Teil 2, ja, aber da gibt's nur so viele Geschichten, die wir da einbauen hätten können. Ich muss sagen, der Peter war so geil. Nächste geile Geschichte, Alter. Nächste geile Geschichte von Peter, Alter, ich flippe aus. Sportunterricht. Das erste Mal, so nach dem Klass halt. Neuer Lehrer, wie hat er geheißen? Der Herr Paul. Peter ist so geil, Alter, ich liebe ihn. Erste Sportstunde. Dreifachturnhalle, also die Realschule hat meistens. Damals hat es ja noch keine Sporthalle an der Realschule gegeben. Ja, die ist ja nagelneu. Die hat ja bei uns da, die war noch gar nicht in Aussicht, Alter. Wir haben noch in der Dreifachturnhalle haben wir noch zum Sportmacher gegangen. War geil. Da hat man unter dem GAW rauchen können und so. Ja, war super. So. Sportunterricht. Herr Paul erklärt uns, jetzt pass auf. Was haben wir da? Herr Stahlbauer, vergesst sich für den Zwickel 21. Jetzt pass auf. Möchtest du Oettinger alkoholfrei? Nein, möchte ich nicht, wir möchten das. So, jetzt pass auf. Wo fangen wir da an? Erst einmal Sportunterricht. Reckturnen. Klar, oder was? Nennt man das Reckturnen? Ich weiß nicht mehr. Das mit der Stange halt. Na? Da haben wir so Felgaufschwung und so einen Scheiß macht und so ein Mist. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das so gut umgeht, wenn ich das verzeihe, aber das Beitel, wenn ich im Scheller, das war so situationsbedingt gut, oder? So, Herr Paul kommt. Können das mal, was haben wir Zeichen wir alle? Dann hat er so einen Ständer, so einen Ständer mit so einer Schale drin, da wo das Magnesium drin ist. Das ist Magnesium, das was du halt an die Fingern hin tust, damit du halt nicht so schwitzt und so weiter. Das was Kinder in diesem Alter genauso wenig brauchen wie das blaue Zeug vorne am Billardkö. Ja, da wo die Super Pro Gamer, die zweimal im Jahrzehnt Billard spielen, den ganzen Tag das umeinander fieseln und dann Kugeln nicht mehr treffen. Ist ja wurscht. Auf alle Fälle geht er da so her, so Reckturnen, und dann erklärt er. So, was mit Magnesium ist. Was seine Aufgabe als Sportlehrer ist. Ja, das ist ja alles sehr legit. Steht das da, mir alle rundum. Jeder greift so in das Zeug ein und er erklärt so, was ist das? Magnesium. Ja, das tust du da her und dann tust du das so zwischen den Fingern ein und dann reibst du das da so ein, damit, und dann schwitzt du nicht so und hast halt einfach mehr Grip an der Stange.
Ja, Paul, ja, ich bin jetzt der Lehrer. Ja, und dann machst du das so. Und den ersten, den ich sag, der Intent klatscht. Und ich schwöre dir bei Gott, in derselben Sekunde, wo er das Wort klatscht sagt, steht der Peter so daneben. Und haut überall das Magnesium umeinander. Und ich schwöre dir, er hat einen Fotzen von Paul gekriegt. In derselben Sekunde so, wusch. Wir haben so viel gelacht, Alter. Wir haben so viel gelacht. Press F for Respect. Ich finde das Beuteln, das hat so gut ausgeschaut. So. Und der erste, der, und in die einen Säck, der Intent klatscht mit dem Magnesium. Und der Peter so. Bester Mann, Alter. Peter, falls du, das war eigentlich mal geil, mit dir wieder futzen gehen. Das war so. Oh, das war so schier, Alter. Das war so gut, Alter. Good old times. Der Peter ist absolute Legende, Alter. Peter ist absolute Legende. Absolute Legende. Muss ich kurz überlegen, was fällt mir noch was jetzt am Peter? Ich weiß nicht, sprechen wir weiter. Oh, leck, da hat's mir direkt der Kuppel aus, Entschuldigung. Ah, Peter, du bist ein guter Typ gewesen. Peter war auch immer so einer, mit dem habe ich wirklich verstanden, war wirklich ein guter Freund damals. Und bei dem haben wir auch eine Hausparty gefeiert, Alter. Weißt du, wenn der Schei Bleckenkas. Der Schei Bleckenkas unter der Tür. Und der Gastgeber, der Peter, schon völlig am Ausflippen ist, so, Kruzifix, Alter, was soll das sein? Macht, reißt die Tür auf währenddessen und verteilt dann den Scheiblettenkäse da so zwischen Boden und Tür. Dass er so krass ausflippt, dass er dann mit der Tür, also mit dem Fuß in die Tür haut, dass dann ein Loch drin ist. Was mir da gleich für Sachen einfallen, ich liebe es. Press F for Respect für den Peter. Für den Peter. Herr Draghi! Merci für die Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi. Und das war noch das kleinste Übel, der Scheiblettenkäse unter der Tür. Glaubt mir's. Glaubt mir's. Einfach. So, jetzt schreiben wir mal weiter. Wo haben wir denn überhaupt? In irgendeiner Schule haben wir. Oh, haben wir schon wieder ausgedroppt. Jetzt wird. Jetzt muss ich kurz mein Bib putzen. Weil da ist sie rausgetropft, sehr fix. Und ich weiß nicht warum. Nagelneuer Controller eingesaut. Kruzifixbürger, du Trottel. Was auch immer das war, es war mit Sicherheit nichts Netz. Haben wir schon wieder bei so. Haben das eigentlich so Bosse? Kann man das da als Boss bezeichnen? Ich hab keine Ahnung. Wir kommen da halt so gefühlt in verschiedene Gebiete und da haben halt dann verschiedene Bosse, keine Ahnung. Der Murbo, nächsten Montag, Bürgers Märchenstunde. Das war eigentlich heute ganz angebracht gewesen, weil man gestern ja. Wer hat How to Bürger gesehen? Das ist den zweiten Teil. Wenn er nicht gesehen hat, gestern ist ein neues Video gekommen. Hätte man eigentlich morgen können. Aber ich glaube nicht, dass ich 2 Stunden da Geschichten verzeihen kann. Ah ja, wobei. Den habe ich nicht gesehen. Das ist einfach der Eimer vom Ding gefallen. Da gehen wir jetzt einfach da auf Zeiten. Schauen wir, was passiert. Aha. Der Boy war ein Trap! Was haben wir denn da wieder? Da ist schon wieder ein Kind. Da ist schon wieder ein Kind. Ich nehme mal den Boy mit. Ich hab das Gefühl, wir brauchen den Boy. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir brauchen den Boy. Ich glaube, wir brauchen einen Boy. Den nehmen wir einfach jetzt einmal mit. Ich hab's genau gesehen, das lose Bredel. Ich hab's genau gesehen. Hau ab! Also ich habe ein Airbag in der Hand. Wenn man das trifft, passiert nichts. Checkst du das? Haha! Bürger 1, Eimer 0. Was, du musst das Baby in den Beichtstuhl bringen. Was für ein Beichtstuhl, Alter? Was ist denn jetzt mit den Eimer da? Ich mach meinen Boy wieder. Geh weg! Ich mach meinen Boy wieder! Gib mir meinen Boy! Wechsle! Leute! Glitscht mir gerade. So, das ist ja überhaupt nicht.
Ist ja überhaupt nicht creepy, wenn da irgendwelche komischen Kinder aus dem Spind auserlösen. Was ist denn im Schrank drin, du Spacken? Da, nimm doch mal das Papierding. Schmeiß es auf den Kopf auf, wie du Spacker! Nimm das! Na, das war der härteste Wurf ever. Das ist wie die Weiber beim Weitwerfen. 18 Meter hoch, 2 Meter weit. Da hinten liegt der Teddybär, den mag ich haben. Kostet es, was es will. Oh, da ist wieder so ein loses Ding, ich hab's genau gesehen. Das hält mir der Schlung. Was ist los mit dir? Mit Dodo. Hauptbürger ist mein erstes Spenden, hat mich immer zurückgehalten. Dann warum man gleich mit einem 50er eskalieren. Deswegen auch so viel, aber andere Frage, wenn du ein VR-Headset hast. Kannst du mal Pizza überzocken? Das ist so geil, nicht mal eine kalte halbe ist so gut. Ich hab Pizza aber tatsächlich auch. Ich komme vielleicht irgendwann einmal. Ich hab halt momentan eigentlich schon ziemlich lange Zeit keinen Bock auf diesen VR-Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es einfach so unkampert ist und so. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich hoffe, da bist du mir nicht besser. Und nicht mit 50er werfen, Alter. Stop it, please. Please stop it. Das ist einfach zu viel. Du weißt das, wenn du lang genug dabei bist. Deinen Namen lese ich zwar das erste Mal, zumindest in einem guten Rahmen drin. Vielen herzlichen Dank. Selbstverständlich Bussi aufs Nussi dennoch. Nee, egal, was soll ich sagen? Warum fallen die da überall einmal mit Schuhe runter? Was tut denn die Lehrerin mit... Was tut jetzt eigentlich mit dem komischen Affen da? The music is getting intense. Why is the music so intense? So I say thank you for the music. Geht's da hinten vielleicht noch irgendwo weiter? Na, kann man eigentlich so einen Spind aufmachen oder so? Na, halt das einmal. Da ist ja das Ding jetzt runtergefallen. Jetzt beiß mich hoch. Haha! Tja, Birger, viel schlau. Nehmen wir jetzt mal das Bier. Ente. Birger, du nicht so schlau. Fuck! Haha, hab ich mich geduckt! Bitch! Was ist denn das jetzt? Achso, ja gut, das macht Sinn. Gehen wir weiter. Da hat jemand noch seine Tage gehabt auf dem Tisch. Kann man machen. Und die Lehrerin oder Schnapsflaschen unter dem Tisch. Kann man auch machen. Die nehmen wir lieber mal mit, damit nichts passiert. Das schaut auch schon wieder so verdächtig aus. Warum haben die? Kann man die? Nein, kann man nicht aufmachen. Was ist da schon wieder? Austrian, merci. Ente, you triggered my trap card. The Anton. Da ist schon wieder die Sache. Zehns! Was ist mit der Zehn? Was war denn das? Das war der Pinocchio und sein Brudi-Gang. Ich hab einen Hammer erspät. Du hast gleich Ruhe. Tu den Hammer her. Gib mir den Hammer. Gib's gleich auf den Nass. Da, ich her, Spacken. Ja, da, ja. Oder so, auf den Dates. Auf den Dates, Alter. Auf den Dates, verstehen Sie? Wo hat's hier Pinocchio Spacken? Da ist der. Guck doch nicht ab, Mann. Es ist nicht Hammer Time, es ist Eimer Time. Stop! It's Eimer Time! Maule! Harmonisiert! MT1 Bürger 0. Quack, Motherfucker! Die Frage ist, was ich jetzt mit ihm da hinten tue. Wie soll ich da rumkommen? Da ist, komm ich nicht. Was? Kann ich nicht schreien? Warte mal. Wie kann ich? Ja, was? Warte mal. Ja, zumindest geht der Plan schon mal in die richtige Richtung. Ja, einigermaßen in die richtige Richtung.
Ihr wisst schon, was ich vorgenommen habe. Das ist ja halt so, was ich sehe. Da. Schleichen wir uns jetzt hin. Haben wir noch einen auf den Dates. Da, den kannst du haben. Wieder schauen. Stop! Hammer time! So, kriegst du einen Eimer to your face! Was hat denn da am Frosch seziert? Oh, das ist Gusseisenflaschen offensichtlich. Entschuldigung, wusste ich nicht. Das ist ein bisschen unheimlich. Da habe ich was spät. Da ist spät. Da habe ich was spät. Was ist da drin? Ein Hund, der scheißt. Warum ist da ein Beutel drin von einem Hund, der scheißt? Was ist mit dir? Da oben war ein Storchleider schon hin. Wer hat ein Storchleider gehabt als Kind? Ich hab auch nicht gehabt. Weiß ich genau. Die habe ich glaube ich heute noch. Also eine richtige. Ich habe natürlich auch welche gebaut, aber die waren aber nicht so brutal wie die gekauft, die dann. Mit einem Schlauchgummi und so. Weil die hat die erschossen, wenn es passiert. Was haben wir jetzt da? Da ist eine kleine Kabine. Was soll ich da? Oh, ich höre dann. Oh oh. Frau Lehrerin. Fräulein Lehrerin. Mann, ich muss mal schleichen. Aber jetzt zeige ich gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich lauf! Ich muss immer laufen! Okay, this is not how it works. Okay. Die Frage ist... vielleicht müssen wir uns da unter dem Schreibtisch verstecken. Die schaut ein bisschen aus wie eine Englischlehrerin. Ah, ich hab schon verstanden. Schleichi. Und das riskieren wir jetzt nicht, dass wir gleich zum nächsten Schreibtisch gehen, weil ich genau weiß, dass das in die Hosen geht. Ich weiß genau, dass es in die Hosen geht. Die haben teilweise eingekaut, ich geb. Sollen wir es probieren? Tue ich zum Sprinten? Nein, das riskieren wir nicht. Gibt's nur 18 Tipps dann. Ja, 18 Tipps. Will ich nicht, war gelungen, aber... Ja, jetzt dreh die Hunde, ey, Schupferbrunzen, grütze fix, Alter. Scheiß Drecksschui. Oh, was haben wir da? Das ist ein ganz Loch, schön. Warum kann ich das nicht nehmen? Das schaut so verdächtig aus, dass ich das nehmen kann, aber ich kann es nicht. Okay, doch nicht, ne? So, da. Dominik! Die macht's da dreckig und... Die macht's da... dreckig und hart. Viel Teil wie die ist 200. Merci dir. Das ist halt Try and Error. Woher soll ich nie wissen, dass das Ding jetzt umfällt? Das, wenn ich jetzt halt umschmeiß, dann hört mir ja die alle. Nimm den Schlüssel. Was zur Hölle? Okay.
Wie gut das gemacht ist. Hab ich mich jetzt anders angerotzt? Voll Teufel, asozialer Penner! Die Frage ist, und jetzt? Wahrscheinlich wieder da unter den Schreibtisch rein, hä? Ich weiß ja gar nicht, was überhaupt ist. Nice. Schauen die hin? Du alte Brunskauche machst mich fertig, das sagt ich. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Ich weiß gar nicht. Ich hänge hier nur fest. Ich seh's nicht! Schleich ich mir jetzt da aus, schau was passiert. Oh, lauf! What the fuck? Sicher, dass das kein Horrorspiel ist. Ja, ich hab gesagt, ein bisschen gruselig ist schon. Da brauchen wir nicht diskutieren, das ist natürlich kein Visage, das ist mir auch klar. Aber ein bisschen creepy Schissel ist das da schon. Ah, nehmen wir mal in Kinderschuhe und schmeißen wir den Seekind, warum nicht, oder? Puh. Da haben wir was gefunden. Da ist eine Gabe, die kann ich mit Sicherheit rausziehen, so wie ein Schwert, ein Kalibur-Schwert. Nein, kann ich nicht. Okay. Weiter geht's. Warum haben wir eigentlich keine Schuhe? Was ist denn da? Der bringt mich doch wieder um. Was hat er für... Vor allem, er hat einen Helm auf. Warum hat er einen Helm auf? Oh, da ist ein Rohr. Das Real da hinten ist so auffällig. Ja, ich komm schon. Du Arschloch! Gib ihm! Mach die Tür kaputt! Mach ihm die Tür kaputt! So, nice. Wen haben wir da? Außer der Bürger, der alte Geilist. Kräuter, kleine Kinder und... Fragwürdige Aussage, mein Freund! Oh Gott, was ist denn jetzt? Linse! Deswegen Nightmare. Weil man sie so tschüss, ja. Ich hab's ja genau so in Erinnerung. Genau so. Weiter geht's. Geht schon noch mit. Du gibst dem noch mit. Geht schon noch. Ist schon gut gemacht, das Spiel. Kannst du sagen, was gefällt mir. Bei den Küsten. Ja, oh jeder. What the fuck? Wie schaut denn die aus? Was ist los mit dir? I'm a giraffe! Muss man auch erkennen, damit es lustig ist. So, jetzt ist da die Frage, was kann ich das nehmen? Ohne dass ich es runterschmeiße? Ja. Ja, aber was soll jetzt da? Is the big question. Ja gut, geht schon. Geht schon. Hab schon verstanden und darf kein Gaudi machen, sonst kommt Giraffe! Da krieg ich so einen Hals! Oh, das Herz wieder, garantiert. Den schäberer Herz, aber wo kann ich dann hin? Da lauft man ganz schnell ins Loch rein. Schnell! Ja, ist schon gut, geh weg! Ja! Nein, was bin ich jetzt hin? Ich möchte aber aufhören. Kommt jetzt jeder mit ihrem Chernobyl-Holz da durch. Das kannst du aber schnell vergessen, die.
Der Kasler. Was ist das wieder für Steuerung, Alter? Was ist? Steig auf jetzt da. Ja, geht doch. Okay, okay. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hoppala! Hinter euch gefallen, ne? Das müssen wir jetzt mal probieren, Programmer-Moves. Ich wollte halt auf die Leiter springen, los mit der Zeit nicht. Der Zeit nicht, das war ein Test. Den probieren wir auch gleich nochmal, weil der hundertprozentig hinhaut. Ja oder halt auch nicht? War ein Test, der Zeit nicht. Ich weiß nicht so ganz, was ich da drin tun muss. Haben wir irgendwelche Optionen zum Verstecken? Nicht wirklich. Vielleicht kann man die Leute verschieben. Warte mal. Leute kann man verschieben, natürlich kann man verschieben. Ich meine, die haben nicht so gerade da irgendwelche Rallen dran, ne? Ja, die haben die Rallen da unten dran, die haben nicht so gerade da. Verstehen Sie? Da gehen wir jetzt rauf. Rauf muss er. Und ja, nicht wieder hinten runterfallen, du Spackendepp. So, sehr schön. Nein, nein, nein. Ja, und jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, ja. Alter, die hat mich gefressen. Alter, die hat mich einfach gefressen. Die Scheißhaus über die Wege geschöpft müssen sie abhauen. Los mich. Los mich! Alter, die ist voll schnell, die ist 200 und der Grafen Usain Bolt. Was ist schon wieder? Muss ich mir die Nasen kratzen? Was haben wir da jetzt? Okay. Ja, ich verstehe schon. Oh, nein. Nein, was ist? Geh weg, du Arschloch! Oh. Was die für komische Geräusche macht, das ist mal halt nur die Brunskau. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Kann man da umspringen? Ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt? Ja, schleicht den Sekretariat, du Mistbritschen. Das war knapp. Mr. Briggs, mir ist es wieder neu. Moin, ich glaube, die hat dich einfach zum Fressen gern. Ja, ich hab die ja. She's a giraffe! Gibt mit Sicherheit eine Filet gegessen zu werden. Kann da mal jemand googeln? Gegessophilie. Ich bin nicht dick, ich bin fress so viel. What the fuck? Oh Gott, manchmal frage ich mich wirklich selber, was ich da eigentlich tue, Alter. Wo haben wir nicht sie? Da müssen wir doch nicht hier. Jo, gibt's leider, nennt sich Fore. Ernsthaft? Ich glaube, das ist eine Fahrerin, die vernascht Kinder. Genau mein Humor. Ah, I love it. Ich bin mir nicht so 100% sicher, wo wir hin müssen. Kann man da wieder aufgraben oder was kann man da tun? Kann man da aufgraben? Was? Das heißt Phobie. Phobie. Nein, Phobie ist ja Angst. Angst vor etwas. Arachnophobie ist zum Beispiel Angst vor Spinnen. Ja, habe ich. Massiv. Ja, bin jetzt 12-jähriges Schulkind.
wenn die Winkelnetzspinne einer steppt und ist so fett wie mein Shell. Ha? Renn ich aus wie ein 12-jähriges Kind. Nur ein Katzbrocken, der soll es fressen. Wo müsste man hin? Vielleicht doch da hinten wieder. Muss ich herkommen, ich weiß nicht. Kamera spackt ein wenig. Nein, oder? Muss man jetzt zum Verweis holen. Ich muss dazu sagen, ich habe in meiner ganzen Schulkarriere nicht einmal einen Verweis gekriegt. Nicht einmal. Was echt an ein Wunder grenzt, Alter. Klopf an der Tür. Vielleicht gar nicht mehr so dumm. Schauen wir mal. Nein, man kann nicht klopfen. Ja, aber an die Türklinke komme ich. Ah, warte mal. Ja, ich glaube, ich habe schon eher spät. Ich habe schon was eher spät. Du musst zur Türklinke raufkommen. Nee. Herr Seitsching, ich glaube, das ist ein Pfarrer, haben wir schon gehört. Der Berto, Bürger, wir spielen ein Saufspiel. Bei jedem Mal, wenn du stirbst, saufen wir einen Schluck und bald haben wir ihn beieinander. Hashtag 20. Spielt lieber mal ein Saufspiel Bumsuf. Wer nicht weiß, was Bumsuf ist, ab in den Android Google Play Store und Bumsuf einschreiben. Nicht Dummsuf, das ist nur eine schlechte billige Kopie. Bumsuf. B wie Birger, U wie Udo, M wie Muschimoped und Suff, wie man halt Suff schreibt. Dankeschön. Viel Spaß damit. Also wieder sehr verdächtig da, der Eimer. Sehr verdächtiger Eimer. Was war das? War das dir? Ich bin so gespannt, wie wir die Lehrerin fertig machen. Ich meine, dem anderen haben wir mit der Pumpgun ins Gesicht geschossen. Das war jetzt schon... was du sehen, oder? Schauen wir mal da auf, vielleicht sagen. Immer erst die anderen Wege gehen. RPG... Warum ist da überall der Hund, der überall hinscheißt? Welches Kind meint denn überall den Hund? In dem Spind ist ein Beitelkind mit einem scheiß Hund, der wo hinscheißt? So ist an den Wind gemeint, der Hund, der hinscheißt. Die Psychokinder, was ist denn das wieder? Das geht doch auch schon wieder zusammen. Oder? Ja, so einen. Nütz. Nein, drauf da. Jetzt kann man da draufsteigen. Was ist das da? Ah, jetzt. Das wollte ich. Das wollte ich! Oh Gott, da haben schon wieder komische Kinder. Was ist... Was ist denn das wieder für ein gestörter Scheiß? Müssen wir auf alle Fälle da den Kopf von dem Kini holen. Schachfiguren Kini. Die Frage ist, wenn wir da umkommen. Wie kommen wir da um? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht vom Ding aus? Schauen wir mal. Die haben auch Rollen unten dran. Hab's genau gesehen. Oder Schirm? Nein. Der hat den Schach verloren, ja, also schaut es auf alle Fälle aus. Die Frage, schauen wir mal weiter, vielleicht gibt es da noch was. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn da keine noch mehr gestörten Battle umeinander hängen. Designed. Jetzt pass auf. Wir brauchen einen Dame-Kopf, einen Turmkopf und einen Kini-Kopf. Die Frage ist bloß, wie wir die grillen. Der ist wahrscheinlich ganz einfach da. Schauen wir mal. Der Maul. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Der Turm ist draußen, ist eh klar, mit dem haben wir reingekommen. Also ganz links oben ist auf alle Fälle mal die Dame. Na, die Dame haben wir in der Hand.
Die Frage ist jetzt nur noch, wie das Schachbrettel dreht. Das ist jetzt so mit Typen, dass er da drauf geht. Schauen wir mal. Nochmal, müssen wir nochmal lurren. Da müssen wir schnell lurren. Okay. Senkrecht steht Turm. Also, ein Feld Platz, geradeaus Turm, ein Feld Platz, geradeaus Kini. Das kann eigentlich gar nicht möglich sein. Kann man das schirmen? Warte mal. Geh her jetzt da. Kann man das schirmen? Nein, kann man nicht. So, Löwenzahn. Die Frage, was ist da eigentlich bis jetzt passiert? Das weiß kein Mensch so recht, was da so wirklich passiert. Das ist aber auch völlig wurscht. Ich bin trotzdem irgendwie hooked. Das ist einfach irgendwie, das ist schön zum Spielen einfach. Ich weiß es auch nicht. Die Frage ist, was hilft mir die Kacke, oder wenn die Schachfiguren stehen falsch? Ja gut, vielleicht kann man einen Kini schirmen. Warte mal. Kann man einen Kini schirmen? Ne. Nicht schreien, weil da kommt wieder die Alte und frisst uns. Ne. Ja, oder wir brauchen einfach irgendwelche 4 Schachfiguren kämpfen, die stecken wir halt drauf. Keine Ahnung, aber für was hängt dann das Teil da an der Wand dort? Ja, jetzt weiß ich auch, wie wir da raufkommen. Ist eh klar. Bürger, du voll Depp. Bürger, du voll Depp, schalt dir meine Hirn ein, was tust du denn? Was tust du denn? Geh nicht raus, das Ding da. Tu das aber jetzt da, ja, Fralli. Ich meine, du bist reingekommen damit und gibst halt da hin zum Kini auf, ne? Was ist da noch jetzt tun mit dem Safi? Gib ihm! So, du springst jetzt auf, du Spacken! Da ist die Steuerung ein wenig clunky. Da muss man auch mal einen Kritikpunkt anwenden. Da ist die Steuerung ein bisschen clunky. Ihr tut so nicht so, ja, da holt das jetzt ein, das ist ein bisschen, geht so. Aber ist jetzt kein Beinbruch nicht. So, da holt er davor der Kini-Gel. Tu den Kini-Gel her. Daher. Erkennen wir da sonst noch irgendein Muster? Nicht wirklich, ja. Jetzt meine ich, haben wir. Das ist mir da. Aber auf dem Fall. Da, das meine ich. Ja, steck auf, du. Ja, ich glaube, ich habe das Muster erkannt. Vielleicht müssen wir die Schachfiguren so draufstecken, wie sie halt fahren können im Schach. Das heißt, eine Dame kann in alle Richtungen fahren. Einmal einfach geradeaus in alle 4 Richtungen. Der Turm kann nur geradeaus fahren. Und der Kini. Da müsste das da. Was ist denn dann das da? Das ist eine Schachfigur, die kommt da gar nicht hier. Die Dame, die kommt ja zum Kini hin. Da so, diagonal. Der Turm kommt geradeaus hin, aber der Kini hat keinen Sinn. Der steht im Schach, der steht doppelt im Schach. So. Pass auf. Aber, ach, du musst nicht wahrscheinlich Schachmatt sitzen. Das ist halt der springende Punkt. Der steht jetzt im Schach, er kann aber nach hinten ausweichen. Macht keinen Sinn. Deswegen muss da hin. Kann man mal Schach spielen. Man sagt, ich hab Skill. Die Frage ist, was jetzt passiert, oder? So ist er natürlich Schachmatt daher. Kinian kann sich nicht mehr bewegen, ohne dass er geschlagen wird. Und das Spiel ist verloren. Für Schwarz ist das letzte nicht ein Pferd. Nein, kommt am so schlecht gar nicht hier. Ein Pferdl geht immer 2 Grad und nur eins diagonal. Oder 1 diagonal und 2 Grad, je nachdem. Die Frage ist, was jetzt passiert ist. Schach-Community sagt, möchtest du es wirklich durchziehen? Weil ich habe schon ewig nicht mehr Schach gespielt. Ich habe aber als Kind sehr viel Schach gespielt. Das hätte eigentlich war auch noch sowas für How to Birger gewinnen. Aber als wirklich in der Kindheit noch, eigentlich für den ersten Teil. Also habe ich jetzt nicht für so wichtig erachtet. Ich habe sogar Schachbücher gehabt. Vom Kasparov und was weiß ich, was alles für ein Scheißdreck. Brudi, da ist ganz anders gegangen. Was ist jetzt eigentlich passiert? Ja, die Lampe ist angegangen, das ist mir schon klar. Und jetzt halt? Was hilft Lampe, Alter? Was helfen Lampe? Was, das Schwert im Schrank sieht
geschmackig aus. Ja, das leicht mir auch schon die ganze Zeit so seltsam an, aber... Schach ist der Inbegriff von easy to learn, hard to master. Ja, das... Hätte man das vorher nicht... Schon wieder der Hund, der hinkackt! Da kackt der Hund hin! Der Pipi-Hund? Welcher Hund macht denn so Pipi? Der scheißt! Ein riesen Haufen! Der sorgt nicht. Welcher Hund sorgt denn so? Kein Mensch. Schlüssel haben wir gefunden. Und eine Ente. Quack, quack, Motherfucker. Was haben wir da? Devil Deluxe. Weil du eine coole Socke bist. Mr. Devil Deluxe, herzlichen Dank. Bussi, hab's nur sie. Dankeschön. Draufgeschissen. Da ist der Flitzehund. Flitzehund. Flitzehund macht Flitzekack. Was ich schon wieder lustig finde, ist, dass wir automatisch den richtigen Weg gegangen sind, obwohl ich keine Ahnung habe, wo wir eigentlich hin müssen. Erst mit der Abzweigung nur mal aufgeschaut. Kein Mensch weiß, dass wir eigentlich da rauf müssen. Jetzt schauen wir noch die anderen Seiten, ob es da noch einen Schlüssel gibt vielleicht. Keine Ahnung. Da waren wir noch nicht. Nein, die Flaschen wirft man nicht da. Wieder kommt bloß die alte zusammengestrahlte Hure und möchten sie wieder fressen. Ja, was sitzt denn da? Da sitzt ein ganz schwarzes Kind. Was ist das? Ja, der schreckt mich wegen du Arschloch. Der Dünnpfiffi gefällt mir. Dünnpfiffi. Dünnpfiffi goes. Das ist der Witz der Menschheit. Das ist immer noch der Beste. Irgendwo hinscheißen oder scheißen. Absolut, absolut top. So, jetzt schauen wir mal, wie weit dass wir vielleicht kriegen. Kriegen wir die? Hat's jemand schon gespielt? Hat das jemand schon gesehen? Wie weit haben wir noch, bis wir die Lehrerin umbringen? Schaffen wir das in den nächsten 10 Minuten? Wenn ich mich halbwegs passabel anstehe und nicht wie der letzte Volldepp. Was ist mit Retros? Servus Specki Specki, schreibt er. Ich weiß nicht, ob das Speck bedeutet, aber Speck, geil. Nein, das dauert. Dauert noch? Ja, der wir noch, wie spät ist denn ab? Es ist 5 nach 10. Ja, muss ich da noch mehr dazu sagen, ne? Was sagt ihr zum Spiel? Ich find's eigentlich geil. Ich find's eigentlich, ist einfach mal komplett was anderes und ist wirklich cute und gut gemacht. Wirklich ein gutes Spiel. Aber das glaubst du doch nicht, von so Indie-Entwicklern kommen so viele, so gute Spiele. Man stelle sich vor, was für Spiele rauskommen, wenn Entwickler Bock haben, denen es nicht bloß um Geld geht. Gefällt mir richtig gut bis jetzt. Und der eine Absturz, meine Güte. Who cares, Alter? Who the fuck cares? Sprengi schreibt ganz nett, aber was hat jetzt die Umbrella Corporation mit dem Ganzen zu tun? Das werden wir herausfinden. Ist absolut geil, mega geil, irgendwie echt gut. Das trifft es am besten. Irgendwie echt gut. Ist immer ganz was anderes. Das ist immer kein, ich hoffe, es ist wieder einigermaßen schätzen. Zuschauen, ich habe auf alle Fälle Spaß und um was anderes ist es mir nicht gegangen. Da ist auf alle Fälle mal ein Pfeffermei. Die nehmen wir mal lieber mit. Die schleudert mir da alten in den Pfotzen, wenn es pressiert. Aber so wie ich das sehe, haben wir jetzt gleich beim Chefkoch. Oh, da müssen wir wieder irgendwelche Pinocchios und der war aber schnell, gell? Der war aber schnell. Die Mistratte. So, die Frage ist jetzt, wie man den. Was man mit dem der kommt so. Was tut denn eigentlich mit der Welt? Du weißt, der schaut aus, als hätte er Leber, wo er Blutwurst in der Hand und malt, was malt er in seinen Teller ein? Ich weiß nicht. Tod und Verderben. Jetzt pass auf, jetzt ziehen wir damit ganz langsam, ganz leicht. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach damit, weil der Zeitl braucht, bis er aufzieht und ich konnte die Entfernung noch nicht so ganz abschätzen. Ja, kriegen wir schon, kriegen wir schon. Ich meine, wenn wir Doomslayer zerpümmeln, dann... Weißt du, die bleiben aber halt auch so kreislich kurz davor stehen, dass ich ums Arschlecken nicht hinkomme. Kann man da irgendwie auf die Schnelle ausweichen oder so? Wahrscheinlich, weiß wahrscheinlich. Okay, so, was nochmal. Gib ihm.
Ja. Das war jetzt übrigens Absicht, weil ich sehen wollte, wie lange das dauert, bis er mich anspringt. Das heißt, ich muss direkt auf ihn zugehen und zuhauen und dann muss er den eigentlich erwischen. Klassischer Fall von Ungeduld. Jetzt kommt der Depth-Counter, jetzt geht's anders. Jetzt geht's ganz anders. Hashtag ProGame ausreden ist auch ganz hoch im Kurs, ja. Ich kapiere aber auch nicht ganz, warum man sich einmal Vollgas Schnee umdreht und einmal braucht eine Viertelstunde. Aber ich finde es noch nicht so ganz raus. Ich finde es noch nicht ganz raus. So, ich weiß nicht so ganz, was wir gegen geändert haben. Ah ja, nice. Der ist wieder nicht so weit weg gewesen. Oh, da kommt noch einer. Hauen wir lieber noch mit drauf, damit nichts passiert. Der andere, jetzt pass auf, damit du weißt, was ich meine. Der bleibt der kommt auf dich zu, dann bleibt er eine gewisse Entfernung von dir stehen, geht am Boden runter und springt dich an. Wenn ich in dem Moment, wo er steht bleibt, zuhau, geht mein scheiß Kein nicht so weit, dass ich ihn triff und er springt mich um und bringt mich um. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt da? Okay. Warum? Na! Was ist das wieder für Dummheit? Warte, nimm den Kopf bitte. Ja, toll. Ja, Mr. Clawmai! Es hätte mal schnell als Sekunden früher kommen müssen. Was tue ich mit dem Kuh? Kriegen wir schon, jetzt chill mal. Jetzt kommt der da oben noch runter. Ja, du gehst her. Du kriegst gleich auf den Deckel. So, jetzt legen wir den da hin. Hallo, du genauso Erfolgsspacko wie hier. Hab ich drin Schuss gehört? Was ist denn denn? Der schubst mich! Schubst mich nicht Arschloch! Was tut denn er tut ja. Ja, dabei, da eskaliert er wegen. Was tut denn sie denn? Ich schütte sie vom Mono weg. Da andere wirft mit irgendwelchen Blümwürstchen an, irgendwelche Kackbotzen. Kinder, was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Scheiß Jeremy, Kinder. Gib der Herr da hinten oben. Da ganz hinten oben, was hast du da mit ihm? Da ganz normale Pause. Jetzt hört noch haben sie gleich. Ganz normale Pause. Nothing to see here. So, das ist einfach schön gemacht, keine Ahnung. Try and error. Wie es gesagt wird. Ja, du schubst mir jetzt wahrscheinlich wieder. Geh weg von mir. Schubst mir nicht! Du kleines hässliches Arschlochkind! Der schmeißt da einfach den Topf auf und schmeißt dann auf den Kopf auf. Das, wo ich da gerade davor stehe, das bin übrigens ich in der Schule. Bürger in der Schule in a nutshell. Ja gut, wenn wir die Umgebung ein bisschen besser aufpasst hätten, dann hätten wir das ja gesehen, dass er das Ding... Ja, und jetzt? So.
Ja, ich komm schon vorbei. Passt ja. Was sind das für gestörte Arschlochkinder? Was ist denn los mit denen? Was tun sie denn? Haben sie es jetzt gewürgt oder was? Ja, scheiß den Papierkorb ein, oder was tut denn da hinten? Was tust denn du? Und das, liebe Mitmenschen, ist der Grund, warum ich keinen Bock auf Kinder habe. Arschlöcher! Ja, jetzt einigen Schlitz da, komm. Schaut mir noch Speicherpunkt aus. Schaut mir noch Speicherpunkt aus. Kinder, sagen wir da dazu? Gut Spei, gefällt mir richtig gut. Aber, haben wir schon lange mal gesagt, man muss einmal aufhören, wenn es am schönsten ist. Richtig gut Spei, brauchen wir nicht diskutieren. Richtig gut Spei. Haben wir da nächste Woche noch mal Bock drauf? Ich denke schon. Wenn es euch gefallen hat, leave a like. Dankeschön. Der kostet noch nicht einmal was. Am Mittwoch geht's weiter. Eli Bürger Beste. Nein, am Mittwoch geht's nicht weiter. Am Mittwoch spielen wir DayZ. Back to the Roots. DayZ war mein allererstes Let's Play und die allerersten Streamversuche von vor 5 Jahren und noch länger die Let's Plays. Da hat sich so viel da. Brutal. Okay, war keine blöde Idee. Am Schluss vom Stream ein kleiner Märchensturm von Birger. 10 bis 15 Minuten. Das größte und längste 100k-Special auf YouTube. Eine Geschichtsstunde, was haben wir noch? Was gibt's nicht? Das ist halt, das kannst du mir nicht auf Kommando ausziehen aus der Nase irgendwelche Geschichten. Das ist das. Das ist mir jetzt auch da bloß eingefallen, weil wir halt da jetzt gerade in der Schule waren und weil mir das halt jetzt da gerade eingefallen ist. Keine Ahnung. Gut spät. Kriegt von mir auf alle Fälle einen Daumen nach oben bis jetzt. Es ist richtig weird. Schreibt der Verb 95, die Spur ist richtig weird. Ja, das ist richtig. Das gehört dazu, das ist Teil davon. Und ich glaube mit, ohne dass ich vorher recht viel gesehen habe vom Spiel, gruselig und cute trifft's irgendwie. Das ist mit sehr viel Liebe gemacht, das sagt man. Ja. Gibt's das Spiel auf Steam? Jawohl, das Spiel gibt's auf Steam. Geil, aber statt gruselig und cute, da die gruselig aber cute schreiben. Das stimmt. Das da jetzt noch besser treffen. Nicht gruselig und cute, sondern gruselig aber cute. Aber nächstes Mal werden wir erst einmal nächste Woche werden wir erst einmal die Lehrerin mit dem langen Hals aus dem Leben. Jetzt bin ich gespannt, wie wir die umhauen. Also den ersten haben wir gleich mit der Schrotflinten über den Haufen geschossen. Da bin ich gespannt, was wir mit ihr denn. Aeroflex, merci dir. Gibt's eine Instrumental-Version von Weiß-Blaue Karos? Nein, die gibt es nicht. Mr. Devil Deluxe, weil du der coole Socke bist. Das habe ich noch gelesen. Habe ich irgendjemanden übersehen? Leute, wenn ich da im Black Shadow mit einem Euro. Forarephilie. Da waren wir bei Leuten, die gern die anderen Menschen essen, oder? Erregung beim Gedanken, von jemandem verschlungen zu werden. Na, das ist umdreht. Wenn ich geil bin, wenn mich jemand frisst, Alter, was geht denn eigentlich mit der Welt? Ich weiß nicht. Wenn wir da dafür einen Begriff haben, dann muss ich mich fragen, what the fuck happened here? Cytophilie, sexuelle Handlungen mit Lebensmitteln. Ich glaube, das haben wir sogar in How to Schnackseln gehabt, Cytophilie. Viel Spaß bei dem Kopfkino. Ich lobe mir jetzt schon ein geiler Stream, by the way. Herr Black Shadow, Dankeschön, freut mich sehr. So, mit was für einem Controller spiele ich? Cabinion, ich habe mir einen Xbox-Controller gekauft. Der bei euch im Stream viel blauer ausschaut, als er das bei mir ist. Bei mir ist der viel dunkler. Der schaut da ziemlich hell aus bei euch. So schaut er nicht in echt aus. Nicht drauf verlassen. Der ist bei mir viel farbloser. Da wenn du jetzt ein bisschen Sättigung oben dran darfst und ein bisschen dunkler machen darfst, dann hast du ihn. Ich bin mir nicht sicher, ob das der neue Controller ist. Ja, ich mache jetzt keine Werbung nicht mehr, aber ich habe mir einen neuen gekauft. Der ist geriffelt. Das war der alte nicht. Auf alle Fälle. Ich meine, der alte zerpümmelte liegt da oben. Und ich krieg meinen Akku von dem alten da auch nicht rein. Ich weiß nicht, ob das der neue Series X Controller ist. Er schaut auf alle Fälle, fühlt sich auch in der Hand genauso wie der alte, bis auf das, dass er geriffelt ist. Und ja, dass er halt neu ist. Keine Ahnung. Genoppt für mehr Gefühl. mit Nippelklötzen drauf. Herr Löwensepp, warum ist der diesmal kabellos? Der letzte war auch kabellos. Man kann halt anstecken, damit man auflädt. Den anderen habe ich vielleicht oder mir angesteckt, weil der Akku leer ist. Keine Ahnung. Ja. Ansonsten freut mich natürlich, dass euch das Video offensichtlich gut gefallen hat. Ich meine, es ist jetzt auch nichts für irgendwelche
Leute zum Teilen oder zum sonst irgendwas, sondern die sind einfach, das Video ist einfach Fanservice, ja, für Leute, die mich schon kennen, wer wird zur Hölle schaut sich How to Bier an, der mich nicht kennt, verstehe die Frage nicht, macht keinen Sinn. Ich hoffe, es ist einigermaßen amüsant und da war einigermaßen was Lustiges dabei. Ich könnte euch ja mal die Vollversionen vom Kackstift Express zeigen, aber da kommt so oft, und das ist das Schlimme, das war halt damals einfach scheißegal, das hat damals keine Sau interessiert, da kommt so oft als Lückenfüller das N-Wort vor, so im Hintergrund irgendwo. Weil man das halt einfach, keine Ahnung, wie oft hat denn damals ein Cool Savage und so weiter das N-Wort benutzt, so als Lückenfüller und auch ein Sido zum Beispiel. Glaube ich, mich zu erinnern zumindest. N-Wort? Nippelklötze? Dass ich das nicht laufen lassen kann. Ja, das kann ich nicht. Nussbaum, ja, ich glaube auch. Nussbaum. Nosenbacher Nussbaum. Herr Austrian, ich weiß nicht warum 14, aber das ergibt wahrscheinlich irgendeine runde Zahl. Ich weiß nicht. Voll geil, Spuk, freue mich auf nächste Woche. Gute Nacht. War wieder ein Wahnsinn. Herr Austrian, das freut mich sehr, wenn Sie sich gut unterhalten gefühlt haben. Vielen herzlichen Dank. Du weißt warum. Herr Ake, ich muss mal ehrlich sein, weil du immer fragst, wie taugt euch das Spiel. Wenn du das sagst und wieder zuschauen, kennen sie jedes Spiel einfach speziell und geil. Ja, ich sag nicht, wie viele Leute. Normalerweise kann ich das daran bemessen, wie viele Leute zuschauen. Da aber irgendwie seit letzter Woche der Zuschauer-Counter nicht mehr funktioniert, sage ich nicht, wie viele Leute zuschauen, deswegen frage ich damit zwischendrin so, hey, Alter, taugt euch nicht. Ich bin auch durchaus dafür dankbar, wenn jemand sagt, Alter, das ist ein Mist bei irgendwas anderes, dann drück auf den Daumen nach unten, Alter. Habe ich kein Problem mit, Alter. Das ist ja bloß für mich ein Indikator, so taugt's nicht. Soll natürlich nicht heißen, wenn du bloß sagst, ich spiele mit Landi, spielt nicht Landi, Dislike, das macht natürlich keinen Sinn. Das hilft mir nicht weiter. Löwensepp, gibt es irgendein Ereignis in deinem Leben, das für dich bis jetzt im Leben einzigartig ist? Das hier? Möglicherweise? Lass mich überlegen. Gibt es irgendein Ereignis in deinem Leben, das für dich bis jetzt im Leben einzigartig ist? Ja, da gibt es mehrere, aber schlechte, gute, weiß ich nicht. Was war denn einzigartig? Das ist das Problem. Das ist genau das. Das kannst du mir nicht aus der Nase ziehen. Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Das muss einfach von selber raussprudeln. Ich würde die eigene Geburt als sehr einzigartig beschreiben. Das, was Sprengi sagt. Send Package, feels amazing, man. Das ist wahrscheinlich ein Emoji, bloß in Text übersetzt, oder? Das ist aber ein bisschen dumm, dass das bei mir nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Der Mozog ist raus, Herr Mozog, hauen Sie sich hinein, habe die Ehre. Der Lülix, merci für den Zwickel, ich spende jetzt bei PayPal, du hast mehr davon als bei YouTube. Geiler Stream, danke. Merci für den Zwickel, Bussi aufs Nussi, freut mich, wenn es da taugt. Der Sideching, Xbox 360 Controller hat entweder Kabel oder Batterie und Funk gehabt. Xbox One war schon kabellos mit USB-B Ladekabel, Xbox Series sind auch kabellos und haben USB-C Kabel. Dann ist der Series X Controller. Der aber sich sehr wenig geändert hat im Vergleich zum Vorgänger. Schultertasten sind auch geriffelt. Merke ich gerade. Haben auch mehr Grip. Und die fühlen sich leicht anders an. Steuerkreuz, glaube ich, ist ein bisschen anders. Das, was ich da gehört habe, war wirklich ein Kreuz. Das ist mehr so ein Kreis mit Ding. Ich bin mir nicht, ist scheißegal. Ist mir doch scheißegal, was für einen Controller das ich habe. Hauptsächlich, ich bin jetzt einigermaßen ein Feeling von dem Ding gewohnt. Ich bin sowieso kein Controller-Spieler. Überhaupt nicht eigentlich. Also null. So. Jetzt kriege ich Kreuzweh. Wie ich bin wieder Mo. Recht lang werden wir das nicht mehr durchkennen. Dann müssen wir im Link streamen. So, Freunde der Sonne. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir da jetzt sonst noch dazu sagen. Spiel hat wirklich Spaß gemacht. Das Spiel auf alle Fälle weiter. Ich bin gespannt, was am Mittwoch passiert. Ja, also DayZ, da kann ja alles passieren. Ich sag, dass wir in der ersten Viertelstunde sterben. Das ist geil, wir sterben. Die erste Stunde sterben wir nur. Ich glaube, am Dienstag ist in DayZ sogar Reset. Also da ist Server-Wipe und zwar Official Servers weit. Das heißt, am Mittwoch kann durchaus passieren, dass in die Startgebiete 1 Million Leute umeinander laufen. Dann bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher.
Jetzt mal mit der Donaterei auf die Fix legen, sonst ich kann nicht aufhören. Dankeschön, kennst du einen Handsimulator? Schau dir den mal an. Ja, kenn ich. Herr Stolzer-Löwe, ich meine, das ist ein schlechtes Ereignis. Da mag ich nicht drüber reden. Das sind Dinge, die gehen kann man so. Habe ich da was von der Community-Zock gehört? Das weiß ich noch nicht, da schauen wir erstmal, muss ich selber zurechtkommen. Da hat sich so viel geändert in dem Spiel. Wir haben das am Wochenende mal kurz gespielt, also wirklich kurz gespielt. Und haben alle Trecker gestorben, aber nicht erschossen worden, sondern haben einfach Trecker verhungert oder Trecker verblüht oder sonst irgendwas. Also das ist ein unfassbar komplexes Relativ, ist mir schon klar. Im Vergleich zu früher, wo ich gespielt habe, vor 7 Jahren oder so. Unfassbar komplexes Survival-Spiel geworden, da wo du auf jeden Scheiß aufpassen musst. Da wo du dann einfach dreckig stirbst, wenn du das nicht richtig machst. Das wird sicher gut. Wir werden sehen. Das probieren wir einfach einmal aus. Ich weiß nicht warum, aber ich hab Bock. Ich habe Bock. Sag ich dir, was ist. So. Und weißt du, was ich euch sag? Jetzt schleicht euch ins Bett. Herr Eppenbauer, so gut Nacht, schreibt da steht's. Sage ich hier. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen as always. Hat heute, das ist die Abwechslung von vorher, weil die letzten 3 Wochen war immer gleich. Montag, Mimi, Montag, Mittwoch, Doom. Das ist 2 Wochen schon ganz witzig, aber ab 3 Wochen wird's langweilig. Dann muss man mal was Neues her. Ist schon gleich viel lustiger. Da hast du halt gesehen, bam, sehr einfach Spiel, sehr cute gemacht, bam, 2 Stunden verfliegen und vorbei ist. Wunderschön. Jetzt würde ich sagen, Mittwoch der Daisy, wer nicht dabei ist, war gestern mit seiner Hand beim Essen. Der dauert ein wenig. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Press F for Respect für die Moderatoren. Vielen herzlichen Dank für die ganze Donaterei heute schon wieder. Ich weiß eh schon nicht mehr, was ich sagen soll, außer merci. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank an die ganzen neuen Mitglieder. Da waren heute einige dabei. Falls da irgendjemand nicht getriggert worden ist und da angezeigt worden ist. Es tut mir so leid, das Ding ist ab und zu einfach broken und ich weiß nicht warum. Fühlt euch aufs Auge geküsst. Vielen herzlichen Dank für eine Mitgliedschaften. Vielen herzlichen Dank an die ganzen alten Mitgliedschaften. As always. Und jetzt schleicht euch verdammt nochmal ins Bett. Wir sehen uns am Mittwoch mit Daisy. Starten wir natürlich von 0, sehr klar. Muss mich vielleicht kurz davor noch mal ein bisschen auseinandersetzen damit, wie das ist mit Stream-Snipen, ob das immer noch so schlimm ist wie früher und ob man dort IP sagt, auf welchem Server das man ist und so weiter und so fort, weil ich möchte da schon gern ein lonely Survival Experience haben und das findet man schon raus dann. Jetzt wünsche ich euch was, haut euch ins Bett, Pussy aufs Bahnscheiberl, auf die zweite Form und auf die ganz unterste, das ist fast am Arschloch, egal, habe! Schleicht euch, habe ich dir.